Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja, Mann! Geil, Mann. Jetzt sind wir endlich wieder zurück und zwar ohne lange Pause. Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, dass ich mich heute gefreut habe, zum Podcast aufzunehmen. Ich habe von extra wegen dir vorher noch so eine Pause gemacht, ob das weißt, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Aber Was für eine Pause? Wie meinst du wegen dem Intro? beim Ja, Mann. Ja, Ja, ja. Ja, ich habe es heute wieder ein bisschen überrissen, aber einfach so, weil ich wieder Freude habe, ja, zum das ist heute schön. da Das ist hocken. schön. Ja, es gefällt mir auch. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir zuerst etwas machen. Ja, richtig. Zum Wohl. So. Und die jetzt, die gut zugelassen haben, hat gehört, dass es 3-mal Ding gemacht hat. Genau, dass es ein bisschen mehr angestoßen worden ist als sonst. Und das ist aber auch so, wir haben einen Gast da, aber bevor wir zu dem Gast kommen, würde ich sagen, gehen wir mal in Rückblick und Ausblick. Jetzt ist der Podcast eine Woche alt und du drückst schon falsch Jingle. Ja, jetzt. Ich habe gewusst, ist es. Stark, Nico, Ja, stark. wir haben den Rhythmus jetzt wieder gefunden und ja. Weißt du, das habe ich lustig gefunden an unserer letzten Episode, dass der Teil mit dem Adventskalender fast so lange geht, wie das, was man über Holland berichtet. Wirklich? Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, mir eben auch nicht, aber es hat sich irgendwie gezogen. Hey, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben uns dort irgendwie Wow. ein bisschen voll reingegeben. Hast du einen? Hast du jetzt einen? Nein, ich habe keine. Ich bin nach wie vor der gleichen Meinung wie vor 2 Wochen. Ja. Einfach das Geld, es reut mich ein bisschen. Ja. Ich bin nicht der Einzige, Ja. habe ich gesehen bei unseren Richtig. Umfragen, wo das so sieht. Es ist mega speziell. Es haben doch viele Nasen abgestimmt und Also du redest jetzt von Insta oder von Insta. Ja. Von Insta. Spotify weiss ich nicht, das habe ich nicht geschaut. Ich habe einfach die Insta-Umfrage, aber ich nehme an, die Spotify wäre gleich ausgesehen. Ja, Insta haben wir auch recht viel. Also ich weiss Und nicht, was dort Im rauskommt. Insta sind 50%. Also ich habe ja aufgeschrieben von Westin, das ist so ein bisschen der Bekannte, finde ich. Westin, Hecht und Barsch und Jäger. Das sind so ein bisschen die bekannten Kalender. Klar gibt es noch Savage Gear, Zeck, Nice. Zack, Nice, genau. My Tacklebox, gibt ja noch 100 Ja. andere. Aber vor allem so ein bisschen Hecht und Barsch, die angefangen hat, Westin, wo du einmal mehr hörst, und Jäger, weil doch auch noch manchmal gefallen ist. Und es sind 50% rund haben einen anderen. Und einen anderen definieren sie zum Beispiel mit, was haben wir da? Savage Gear, wie ich gerade gesagt habe, oder zum Beispiel, nein, schau, die Schweizer Sportfischermesse hat den von Westin bekommen. Neuke hat auch einen Kalender, hast du es gewusst? Das habe ich Habe ich eben auch nicht nicht gewusst. Ja. Habe ich auch nicht gewusst. Da haben wir dann unseren Gast noch ein bisschen durchlöchern. Und ja, das wäre so ein bisschen... Hat es nicht auch ein paar Nice gehabt? Hey, Nice, ich bin jetzt eben gerade am Suchen. Nice habe ich jetzt vorher nicht gesehen. Gar keinen habe ich nicht jeder. Die Option fehle anscheinend noch. Dann ist das gewesen, was ich gesehen Ja. habe. Hey, Better Fishing Box oder Better Fishing Kalender. das ist das, was ich meine von Ja. Mark und, Ja. Max und Yoshi Ja, und genau. Victor und so, genau. Mhm. Hast du schon mal etwas gehört von dem so? Also, kennst ich du jemanden, der den gehabt hat? Nein, ich kenne niemanden. Ich habe nur immer ihr Unboxing einmal geschaut. Ja. Aber Ja. ja, es sind geile Produkte. Aber es ist halt auch dort, hat halt auch seinen Preis. Wenn man es vergleicht mit einem Hecht und Barsch, was viele von unserer Community übrigens gemacht haben, Ja. so ein bisschen Preisvergleich halt, ist halt, ja, die anderen Kalender, ich meine, Nice, habe ich glaube letztes Mal schon gesagt, rund bei fast 300 Franken. So 300 Stutz, ja. Der Better Fishing ist glaube ich auch irgendwie bei fast 200 und Ja. etwas. Also, Und gerade der Hecht und Barsch kostet 120 Stutz. eben ja. Also 119,90, glaube ich, irgendwie so. Das ist schon noch, ja. Ich habe mir jetzt den mal gegönnt. Ich habe ihn gerade heute bestellt. Hecht und Barsch. Ja, ich habe gefunden, ich bestelle mir ihn mal. Gut. Der hat bin ein bisschen gespannt. etwas zum Auspacken. Es geht mir eigentlich mehr um meinen Sohn. Hey, eben gell, und wir haben ja noch ein paar Kommentare gehabt da auf Spotify. Mhm. Und dort haben auch viele geschrieben, hey, zu wenig Geld, weil man noch Lernender ist. Ja gut, das ist Das, halt das ist auch gell? noch verständlich, Ja, wenn absolut. willst du vielleicht auch nicht gerade so viel Geld ausgeben für einen Kalender. Aber mach mal einen Kalender für irgendwie eine 20er-Note oder für eine 50er-Note. Das ist auch noch, finde ich auch noch schwierig. Das bringst du auch nicht an. Nein, das kannst Also, du willst du vergessen. gleich einen gescheiten Kalender haben? Willst du nicht einfach einen haben, der viel Mist drin hat? Ja. Hecht und Barsch ist viel genannt worden. Ja, Zeck ist auch ein paar Mal vorgekommen. Und Nice, da hat jemand Nice bestellt. Der Z hat Nice bestellt. Okay. Genau, Better Fishing ist nochmal gesagt worden. Und der Jägerkalender auch. Ja. Ja, so ein bisschen das, was wir haben. Bin dann gespannt, was denn die Leute so für ein Feedback haben an die Jahr. Absolut, ja.
Also ich würde sicher auch ein Feedback dazu geben zu dem Ganzen. Ja, bin ich gespannt. Genau. Das erste Jahr, wo ich nicht mitmache bei dem. Siehst du nur, bei mir ist das erste Jahr, wo ich mitmache. Ja, vielleicht ist es bei mir nächstes Jahr dann wieder eine Änderung. Ja, wer weiß. Perfekt, ja, dann würde ich doch sagen, Oli, gehen wir... Oder hast du noch etwas? Nein, das wäre alles. Also, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Rubrik, und zwar... Vorstellung von diesem Podcast. So, das war nicht der richtige Jingle von Anfang an verwünscht. Ich bin stolz auf dich. Das ist schön, das ist schön. Wie wollen wir es machen? Kurz und schmerzlos oder lang und schmerzhaft? Aber ich Wollen wir einfach loslegen? Kurz und schmerzlos. Also gut. Liebe Fischverrückt-Community, heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns im Podcast. Es wird so richtig spannend, denn wir haben einen Gast, der ganz frische Ware direkt aus Japan mitbringt und nicht irgendetwas, sondern wir reden hier von richtig exklusiven JDM-Tackle, wo man so in der Schweiz fast nie findet. Für alle, die bei den neuesten Tackle-Trends ganz vorne mit dabei sein wollen, der Shop ist der Place to be. Ob es um edle Routen, präzise Rollen oder exklusive Köder geht, der Shop hat alles am Start, was ihr euch wünscht. Sie sind nämlich der einzige Shop in der Schweiz, der original JDM-Produkte direkt aus Japan führt. Also, liebe Fischverrückte, lehnt euch zurück und macht es euch gemütlich. Und freut euch auf ein Gespräch voll Tackle Talk und JDM-Vibes. Herzlich willkommen am dritten Mikrofon, der Milan von Mickey's Tackle. Herzlich willkommen, Milan. Ja, Ja, vielen Dank für die Einladung. ganz ruhig, Miteinander. Ja. wie wir ihn kennengelernt haben, ruhig und bedacht. Hat so gestimmt, was so ein bisschen im Intro vorkommt? Also sehr sogar, hat mich sehr überrascht. Also ja, lobende Worte. Also, Habe ich heute auch schon gesagt, siehst du nur. Danke. Das ist wirklich, ja, also ich weiß es nicht, ob das wirklich so ist, weil ich bin auf die andere Seite und Kunden sind auf die andere, aber ja, ich habe mir also wirklich Mühe gegeben für das Ganze und das hat wirklich wunderschön also getönt. Also so kommst du definitiv über als JDM-Spezialist in der Region Ja, oder okay. überregional sogar, ja. Ja, das Absolut. ist es auch eben eigentlich also unser Ziel gewesen, mal etwas anderes zu zeigen, oder? Und es ist nicht einfach gewesen, vor allem früher, wo eben Internet nicht so stark, also präsent war, aber ja, es ist ja nie ein Ziel gewesen, dass wir da mit dem mal anderen mitmischen, sondern immer etwas anderes zu zeigen, oder? Und das ist eigentlich auch unsere Hobby, unsere Liebe, und ja, so geht das weiter. Für die vielleicht dich als Person nicht kennen, willst du dich schnell so vorstellen, Familienstand, das Alter, wo du wohnst, so das, was du darfst, willst du sagen? Also ich wohne in Rudistätte, dort ist auch unser Tackle-Bunker. Vielleicht hast du in Klammern bemerkt, das ist im Fall übrigens im wunderschönen... Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Was ist Aargau? Rudistätte ist in Aargau. Ja. Das ist die letzte Gemeinde dort vor Aargau, vor dem wunderschönen... Oder im wunderschönen Aargau vor dem... Zürich. Machen wir es mal so, he? Ist neutral bewertet. Mega. Ist es noch Aargau eigentlich, ja. Das ist gerade so an der Grenze. Ja. Ist Bergdietiken, ist glaube ich auch noch. Bergdietик ist also Aargau auch Gell? und dann fängt der Zürich Und nachher an. ist... Das ist es. Genau. Sorry, erzähl weiter, ja, Entschuldigung. Ja, du, eben, wie gesagt, also wir sind in Rudistätte, dort ist unser Tackle-Bunker genannt und der richtige Kenner, ja. Und wir haben auch Öffnungszeiten seit einiger Zeit und ihr könntet euch alle besuchen. Alles, was Sie bei uns sehen im Shop, ist auch alles tatsächlich da. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu betonen, oder? Weil wir kriegen immer wieder so Anfragen, haben Sie das wirklich am Lager oder haben Sie wirklich so 3 Stück oder so? Keine Ahnung, also die Leute sind wahrscheinlich also nicht gewöhnt, dass das alles da ist. Das ist tatsächlich so, ja. Und ja, wir sind also ein ganz engagiertes Team mit einigen sehr junge, engagierte, richtige Cracks, oder? Und die helfen also kräftig mit. Und ich bin, muss ich sagen, sehr, sehr also glücklich mit dem ganzen Jungs. Also die machen das super und ja. Wir sind ja recht bekannt, also nicht nur sag jetzt mal,
im Aargau, wo ihr sitzt, sondern wirklich, man kennt euch. Ich weiss nicht, kommt dir das auch so vor? Ja, eigentlich. Es kommt, klar, also heutzutage Internet, Online-Shop, bla bla bla. Aber früher sind wir sehr aktiv gewesen. Damals gab es diese Fischereibörsen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Oder sind etwa 7-8 Mal pro Jahr überall in die Schweiz. Und wir haben also wirklich aktiv mitgemacht. Also fast auf jedes sind wir gegangen. Mhm. Und das ist sehr interessant, auch bis nach Thun. Klar, also in Zug ist das Klassiker gewesen, in Dietlikon, das ist die grösste, die beste gewesen, Messen, und das ist sehr stark besucht gewesen früher. Und dort haben wir uns wirklich so live gezeigt. Ich habe immer so eine riesige Aquarium mitgeschleppt, und dort haben wir also die spezielle Techniken, also Dropshot mit dem Gummizug, spezielle Montage gerade so live gezeigt, und das hat die Leute sehr, sehr fasziniert, und schon damals also mit dem OSB und anderen Köder, und durch das hat eigentlich alles angefangen, oder? Und wir haben uns fast überall gezeigt, außer in französischen Teil, dort sind wir nie gewesen. Ich kenne nicht einmal, dass dort damals eine Börse gegeben hat, oder? Hey, von dem ist mir im Fall auch nichts bekannt. Ich habe mal einen Teamfischer aus Genf, der hat immer nur von den Messen und Börsen in Frankreich geredet, aber nie in der Westschweiz selber. Ich weiss nicht, ob es dort irgendetwas so gibt. Keine Ahnung im Fall. Das ist es so, also uns ist auch nicht damals bekannt, und eben, wir haben damals also wirklich jede Gelegenheit genutzt, dass wir uns einfach zeigen, weil es ist einfach nicht so einfach gewesen. Damals eben hat auch nicht jeder Internet gehabt, oder? Sondern es ist wirklich also Live-Auftritt auch und da gewesen. Und ja, hat das wirklich wunderschön alles angefangen. Ja. Und dann, ja, da sind wir jetzt noch ein bisschen weitergekommen. Aber heutzutage sind andere Kommunikationsmöglichkeiten und eben Sozialmedien und Internet und das Ganze, also Business läuft ganz anders als damals, und ja, es ist von Vorteil, zum Teil auch Nachteil, je nachdem, also wie man das betrachtet, ja. Und ich glaube, über die ganze Geschichte, wie es angefangen hat und wie der heutige Stand ist, wo die Herausforderungen waren etc., können wir nachher noch ein bisschen weiterreden. Und würde mal vorschlagen, Oli, hast du noch etwas? Nein. Weil dann würde ich doch sagen, gehen wir in die Nächste Rubrik, meine Woche, deine Woche. Jetzt hast du mir aber schön den Vortritt gelassen. Ja, nein, ich habe jetzt nur gerade überlegt. Ich habe gesagt, die nächste, kann ich sagen, wie sagen wir jetzt? Wir haben mal gesagt, wir wollen weniger Rubrik sagen. Nein, wir dürfen nicht Kategorien sagen. Ja, okay, gut. Rubriken okay. sind es. Ja, gut, okay, gut, perfekt. Ja, dann würde ich doch sagen, lassen wir unserem Gast gerade den Vortritt, oder? Milan, wie war deine Woche gewesen? Was hast du so gemacht die letzten 1-2 Wochen? Also 1-2 Wochen sind also bei uns sehr intensiv gewesen, und zwar, ja, wir sind auf die Idee gekommen, also wegen dem Halloween, dort haben wir so eine Aktion gestartet, und mit dem so bescheidenen 10% auf Routen gewesen, und das hat wirklich also sehr gut geschlagen, muss ich schon sagen, und dann sind wir zum Teil komplett überfordert, also wir haben das überhaupt nicht so erwartet, und ja, das hat uns eigentlich letzte Woche sehr stark beschäftigt, und das Ganze zu verpacken, zu verschicken und so weiter, haben wir auch sehr viele Besucher gehabt. Ansonsten ja, so weniger, eben die paar Jungs haben leider gefällt, also die sind in Italien fischen gewesen. Andere ist gerade frisch aus dem Holland gekommen, der Finn, der ist 59 Tage, glaube ich, ein Stück dort oben. Oh wow, ja, nice. Das ist wirklich, ja, und sind wir nicht so viel gewesen, und das hat uns ziemlich viel beschäftigt, aber wir haben das gut geschafft, also bin ich sehr stolz auf die paar andere Jungs, die da sind, und ja, das ist wirklich also die Hauptbeschäftigung gewesen, ansonsten nicht viel, ja. Zum Fischen selber bist du auch gekommen diese Woche, oder? Diese Woche gar nicht, also in letzter Zeit oder so ganz wenig, das fehlt immer mehr Zeit leider, eben, ja, es ist nicht einfach, aber bin ich letztes Mal, das ist in Italien am Fliegenfischen gewesen, ja. Darf ich wissen, wie lange das schon her ist? Ein Monat. Ein Monat? Ja. Ach, ja, gut, das habe ich auch schon geschafft, um Monat nicht fischen, gerade den ganzen September ja, nicht, aber... Jetzt ist aber also ganz, also
letzten Monat ist sehr, sehr wichtig eigentlich für die Raubfischsaison, allgemein für Business und so. Dann läuft am meisten und dort kann ich wirklich also am wenigsten fischen. Das ist wirklich also No-Go im Moment auch. Aber die Jungs, die kennen das nicht. Also die kennen kein Pardon. Die gehen einfach, ja. Das ist wirklich wahnsinnig und das finde ich auch toll. Eben. Das sind richtig auch super Fischer alle, das ist absolut. Genau, ich bin diese Woche einmal fischen, und zwar am Samstagmorgen mit dem Luke zusammen. Sind wir am Obersee gewesen, wir wollten Hecht scopen und ist wieder einer von diesen Tagen gewesen, wenn du den Fisch anwirfst, kommt er dir nach und irgendwann dreht er ab. Und nach dem 4. Fisch habe ich gesagt, weißt du was, wir gehen wieder heim. Ich kann dir 3 solche Tage erzählen. Hey, heute haben sie einfach keinen Bock und was ich mir jetzt geschworen habe, wirklich an so Tagen, dann gehe ich heim. Wenn du siehst, sie kommen dir nach, wenn du Köder gewechselt hast, sie beißen einfach nicht, dann haben sie einfach keine Lust. Dann können wir es einladen, dann können wir ein Bierchen trinken. Wo hat er das Bötchen? Auf dem Anhänger? Nein, er hat es eben oben im Hafen? Schmeriken, ja. In Schmeriken im Hafen, okay. Gut, dann geht es noch. Aber es ist halt gleich mühsam, wenn du nach 3 Fischen alles wieder abdecken musst und etc. Das ist einfach scheiße. Ja, klar, also, bist ja gleich, also weißt du, so bis am Mittag sind wir gleich unterwegs vom Morgen früh an. Also, ja, gut. So einen halben Tag. Ja, das ist voll okay. Ja. Dann haben wir noch ein gutes Tomatensüppli gemacht und dann sind wir wieder runter. Genau, ich verkaufe mein Bellyboot. Weise Entscheidung, genau. Ich bin einfach zum Entschluss gekommen, dass ich mir gerne ein Kajak zutun. Ah ja. Jawohl. Hast du zugeschlagen beim Rolli? Black Friday? Nein, das bin ich noch in Kontakt mit dem Rolli. Er kommt nächstens von mir ein Telefon über. Aber ich muss natürlich zuerst auch das Bellyboot irgendwie losbringen, sonst wird es ein bisschen eng im Keller. Aber wirklich, ich habe mir überlegt, dass man das Kajak zutun, das ein bisschen gut ausrüsten und mit dem dann mal ein bisschen zäh unsicher machen. Ja, und sonst ist bei mir hure viel los gewesen. Ich glaube, bei dir auch. Wir haben ein paar Mal Kontakt gehabt diese Woche. Irgendwann sind wir irgendwie busy gewesen. Bei mir hat es jetzt wieder hure angezogen im Betrieb, privat. Gut, habe ich schon letztes Mal erzählt mit dem Hausbau, wo wir viel zu tun haben. Ist einfach immer etwas los und du bist wirklich froh, wenn du schon einen halben Tag aufs Wasser kommst. Mir ist es so ein bisschen vorgekommen, wir haben uns immer gegenseitig ein bisschen vertröstet. Ich habe dich vertröstet, du hast mich vertröstet, ich habe dich vertröstet. Ja. Ich habe dich vielleicht ein bisschen mehr vertröstet, aber es ist, easy. Ist auch bei mir so gegangen. Also, ja, das wäre eigentlich schon meine Wochen wieder gewesen. Okay. Ja, du eben bei mir, ich bin ein bisschen mehr zum Fischen gekommen. Ich bin 2-mal auf dem Zürichsee gewesen. Ja. Und es ist mega strange, ich bin am Freitagabend gewesen. Wir hatten 2 kleine Hechtchen gehabt, einfach um das Mojo vom Boot können aufrechtzuerhalten. Am Anfang hast du natürlich geschaut mit dem Scope, dass nur die grossen Anfische ist, dass die überhaupt mal findest. Und wir sind im Freiwasser gewesen, wir sind am Ufer zu gewesen. Hey, es war brutal schwierig gewesen. Die wollten, ich bin 3-mal gewesen, einer schon mit dem Sam und dem Max, genau. Und dort haben wir einen gehabt, dort haben wir am Schluss, hat der Sam, der Max war nicht dabei mit dem Fabian, der Sam hat dort am Schluss gerade noch einen gehabt. Und dort war schon verdammt zäh gewesen. Wir haben brutal wenig Fisch gesehen auf dem Scope. Hat mich recht erstaunt, weil normalerweise siehst du mehr Fisch dort. Ich habe gefunden, ja okay, gut, das war einfach so eine Phase gewesen, vielleicht. Einen schlechten Tag gibt es ja auch, mit dem Kollegen, das war mega cool gewesen. Der Götti von meinem Kleinen, der fischt eigentlich nicht. Und der hat gefunden, hey, komm, wir sind schon mal draußen gewesen, ich habe wieder mal einen Bock zum Fischen und ich finde es mega entspannt so auf dem Bötchen. Ich habe gesagt, ja easy, dann gehen wir. Wenn wir etwas fangen, ist gut, wenn wir nichts fangen, das ist auch gut, das ist ja easy. Und dort haben wir dann eben die 2 Kleinen noch gehabt. Wir haben auch draußen wieder nichts gesehen im Freiwasser. Ich dachte, ja scheisse, es ist Freitagabend, morgen gehe ich mit dem Götti-Bub raus, ich habe ihm das auf den Geburtstag geschenkt, der ist 7. Und ich hätte ihm so gerne einen Hecht mögen gönnen, dass, egal wie gross, weißt, einfach, dass er einen Hecht hat, der schwärmt schon seit er Fischen sagen, schwärmt er von einem Hecht und wir haben leider keinen ans Band gebracht. Mega schade. Das ist immer so. Ja. Das ist mega schade, wir sind von 2 am Nachmittag bis um 6 am Abend sind wir draussen gewesen. Wo wir raus sind gerade noch ein paar reingekommen, die sind noch Möglich-Fische gewesen. Die haben dann gesagt, hey, wir machen es einfach besser als wir haben gar nichts gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, ich gebe mir Mühe. Das ist ja so, wenn du unbedingt einen Fisch musst unter den Druck fangen, das ist immer das schwierig. Das Problem ist eben, den Druck habe ich immer, wenn ich mit meinem Bötchen rausgegangen, weil ich will eigentlich, jetzt nicht mehr, jetzt habe ich den Schneidertag hinter mir, aber ich habe nie nichts gefangen mit dem Bötchen bis jetzt. Bis jetzt hat es jedes Mal Minimum 1 Fisch gegeben. Gut, das Bötchen ist auch nicht so alt, darf man schon sagen. Ja, ich bin doch schon ein paar Mal draussen. Ja, das stimmt. Aber es ist übrigens am alten Bötchen, ich habe nie einen Schneidertag. Also du hast die Hecht nie gesehen, also ich habe die Hecht immer gesehen hinter einem fetten Beitschwärm schon. Nein, nicht einmal dort. Also wir haben, was haben wir gesehen?
am Freitagabend haben wir vielleicht etwa 4 Hechte gesehen, die, ja, ich sage jetzt 90 plus waren, so rein optisch geschätzt, gell? Genau sagen kannst du sie auch nicht, aber einfach so 90 plus circa. Und die haben nicht wollen. Also 2 sind nachgekommen, 2 sind davon geschwommen und am Schluss haben wir dann eben die anderen 2 wirklich im 12 Meter Bereich in Fahrwasser, oder 12 bis 16 Meter Fahrwassertiefe und ja, etwa auf 8 bis 10 Meter sind sie gestanden und dann, ja, aber es sind kleine, sie sind mehr so ein bisschen, es ist 5 vor 10, am 10 müssen wir raus sein, hey komm, irgendwie muss doch noch. Ja. Ja, und der letzte haben wir 21, 59 und 30 Sekunden gebissen. Der Kollege hat gerade auf die Tour gesagt, nein, schau jetzt 30 Sekunden, bevor wir raus müssen. Ich habe gesagt, ja, genau. Ich kann euch nur einen guten Tipp geben. Also nicht wegen Köder, sondern tut ihr einfach so Guiding bei dem Nicola Bärlocher Buch her. Kann euch also richtig ein paar Tipps geben für Zürichsee. Ist sicher so vermerkt. Also das ist ein richtiger Crack. Ja, das ist gut. Nehme ich gerne so auf. Melde mich dann mal bei ihm. Ja. Hey, dann habe ich noch neue Routen bekommen von Sakura. Also es sind 3 Routen sind angekommen. Ein Liberola Cast, ein Ryokan FW, also Freshwater Cast und ein Ionizer G2. Der Ionizer G2, die habe ich schon für mich zum Pelagen. Finde ich ganz geiles Stöckchen, muss ich sagen. Hey, und auch die anderen 2, die haben Kostenpunkt irgendwo 120 Stutz draus. Ich kann fast nicht sagen, die Maximus-Routen, die wir haben, die sind ja, also ich finde die Preis-Leistung top. Und du musst einfach sagen, hey, die hure Sakura, ist vielleicht ein bisschen, sorry, gell, ich will dich da nicht irgendwie... Ich wollte gerade sagen, ja, da bist der falsche Gast. Ist ein bisschen ein heißes Thema, aber... Das ist interessant, vor allem, ich kenne Sakura von früher, also auch ein paar Routen, aber das ist schon lange her. Jetzt weiß ich wirklich nicht, ich habe Überblick verloren, was die in letzter Zeit machen, weil ich kann nicht überall alles sehen. Oder? Ja, ist klar. Aber das muss sicher mal interessant sein. Also ich habe das Gefühl, die haben wieder einen mega Schritt vorwärts gemacht mit der neuen Serie. Und also ich muss sagen, für den Preis, die kostet glaube 120 Ryokan und Liberola, die haben ein bisschen Scheiss nehmen. Die Liberola kostet 160 VK und ich finde sie für den Preis absolut stabil gebaut und rein optisch auch, weißt, sie gibt wirklich viel her. Gefischt habe ich sie noch nicht. Bin mega gespannt, wie dann auch die Rückmeldung ist beim Fischen. Das ist immer ein sehr heikles Thema, das muss passen. Und ich glaube, dort werden sich dann auch die Unterschiede dann zeigen, oder ob du eher also weißt, was für Komponenten das es sind, was für ein Blank das es ist, aber es ist eigentlich ein 30-Tonnen-Blank und ein 40-Tonnen-Blank. Also eigentlich voll okay, finde ich jetzt, für das Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. Habe ich auch gesehen, loswerden. Ja, es ist sehr interessant. Also ich kenne die von früher, aber die sind damals noch ein bisschen teurer als 120 Stutz. Also die haben auch andere Top-Modelle. Ja. Genau. Die kannst, also die haben auch Routen. Ich bin 400-500 Euro. Ja, absolut, ja. Immer noch, das ist immer noch so. Also, die eine, ich weiss nicht, wie sie heisst, das ist auch ein ganz schönes Rütli, habe ich zwar noch nie in der Hand gehabt. Die kostet VK irgendwo 460 Stutz oder 490 Stutz. Aber jetzt so hier auf dem Bild im Online-Shop, sie sieht wunderschön aus, es sind geile Komponenten verbaut. Ja. Das ist das Problem eigentlich. Die Route musst du dem Leuten zeigen, also du musst in die Hände drücken. Und das ist ein Grund gewesen, wieso sind wir damals also losgegangen bei allen möglichen Ausstellungen und so. Dass ich habe damals angefangen mit dem Herturize, also einer von den ersten in Europa. Es gab nur in Frankreich etwas Kleines. Und das sind wirklich so tolle Routen, sind auch heute immer noch toll, absolut, wirklich, also Qualität ohne Ende, Wahnsinn, wirklich. Aber das so in einem Online-Shop zu beschreiben, also ist schwierig. Und deshalb sind wir einfach gegangen und auf jede Ausstellung gezeigt und die Leute sind wirklich absolut begeistert und das ist eigentlich, also seit dem Moment ist richtig also losgegangen. Dann also merkst du also, was heißt, wenn die Leute das live erleben und fühlen und spüren, genau die, was bei einer Route ist, also nicht die Länge, nicht Gewicht, nicht Wurfgewicht, das ist rein nur statistisch. Persönlich. Aber Charakter von einer Route zu beschreiben, das ist gar nicht möglich. Und genau das muss jeder Fischer spüren, ansonsten ist das nicht richtig. Und die Route, die du fischst, liegt am Oli nicht und die Route, die der Oli fischt, die liegt mir vielleicht nicht und umgekehrt. Oder? Das ist absolut so. Ich sehe das immer wieder an der Messe, wenn ich an die Sportfischermesse gehe. Jetzt habe ich da, lass es 10 Routen sein,
Models. Die 10 Routen, die stehen schon länger da. Das ist nicht erst seit gestern. Oder? Und an der Sportfischermesse ist einfach, das ist abartig. Dort haben wir letztes Mal, ich weiss nicht, wie viele das waren, aber ein Sieg voller Routen verkauft. Das ist einfach, die Leute die können die Routen anlangen, die können sie heben, die spüren es. Das merkst du, ob der eine Route liegt oder nicht. Und wenn es dir liegt und du schaust den Preis an, musst du sagen, hey, wow, okay. Und dann gehst du fischen mit dir und denkst, hey, mal, die ist wirklich Preis-Leistung top. Muss ja nicht immer eine High-End-Route sein. Einfach Preis-Leistung top, die kommen nächstes Jahr wieder und die kaufen nochmal eine Route. Das ist ja ein Schöne daran, oder? Das ist ja dann genau das. Genau, und wenn die irgendwann so mehr möchten und so, dann also machen die weiter, dann kostet auch noch ein bisschen mehr. Da kommen wir zum Teil zu uns, also ja, warum nicht? Ja, aber sicher, ja. Für jeden Fischer muss etwas geben, ja, genau. Und das finde ich auch richtig. Das ist so, absolut. Hey, ja, das wäre es eigentlich so ein bisschen von meiner Woche. Eben, sonst halt auch noch vieles oben im Geschäft, noch riesen. Ja, genau. Habe gearbeitet. So. Jahresende, oder? Ich glaube, es... Ja, und es sind Ausschreibungen draussen, noch und nöcher und ja, viele Events auch noch, die wir hatten und ja, ist schon mal spät geworden. Hey, das wäre es eigentlich gewesen, ja, von meiner Woche. Machen wir. Nächste Rubrik, Infos aus der Szene. Kurz und knapp. Wie immer. Ich habe gesehen, wir haben eine News zusammen. Ja, ich glaube mehr als eine. Okay, komm, dann fang doch du mal an und dann kann ich da noch... Soll ich die gerade nehmen? Jawohl, komm, ich fange mit der obersten an. Gut. Hey, ich bin ja ein Pro-Store von Toppis. Jawohl. Und ich habe Muster bekommen. Und ich habe die Muster da. Und ich finde die Muster geil. Und zwar geht es um den Crankbait, um den Kinetos von den Toppis. Geil, ich habe den Namen bis jetzt nie gewusst. Oder überlesen. Ja, eher. Was mich noch verwundert hat, ist, Toppis hat es auf Insta announced, dass ein Crankbait rauskommt und dann hat Hebeisen einfach die Farbe gedroppt. Irgendwie einen Tag später oder so. Ja, okay. Voll. Also wir haben es jetzt da gerade live in der Hand und packen es gerade mal schnell aus. Ich finde es recht nice. Ich finde es wirklich mega cool. Sie haben sich auch da wieder schön klein gehalten im Sortiment. Das sind 5 Farben. Ist, glaube ich, 5,5 Gramm und läuft zwischen 1 und 3 Meter. Ich finde ihn mega nice. Mhm. Hat auch eine geile Tauchschaufel für mich. Für mein Wurfgewicht so, finde ich, ist er perfekt. Er dürfte ein Mühe schwerer sein für mich, dürfte 7 Gramm sein. Aber, voll, bin ich in Ihrer Meinung, ja. Kann ich auch gut mit meiner Nägel-BC rühren. Also ich finde ihn wirklich geil. Geil. Mein Kleiner hat sich an den Höcker schon gestochen. Sie haben PKK-Höcker dran. Das ist sehr geil, ja. Also ich finde wirklich, ist super verarbeitet auch, weißt du, siehst nicht irgendwie, du hast keine Brauen rum, nichts auf der Schaufel, es ist wirklich alles glatt, es ist wie überzogen. Ich finde es mega cool gemacht, ich finde es wirklich schön. Auch die Farben sind cool, sind... richtige Farbe gewählt, ja. Ja, die eine Farbe ist so ein bisschen, ja, ich find halt so die durchsichtigen Farben, die finde ich so ein bisschen mässig, aber das ist Geschmackssache. Das krass, die habe ich jetzt gerade ein bisschen lieber gelernt. Wirklich? So ein bisschen, ja, voll. Rühr mal. Ich finde es so ein bisschen, ja, ich habe lieber ein bisschen die natürlichen, beziehungsweise die, oder auch die knalligen Farben finde ich auch ganz cool. Also der den Milan gerade hat, ist glaube ich so ein Fire Tiger. Das ist ein Klassiker, ja. Genau, und den finde ich halt einfach, das ist einfach so ein bisschen, ja. Auch den finde ich auch immer recht nice mit dem Dot. Ja. Und ich habe lieber die Farben, wo der Wobbler eigentlich, wo der Body nicht siehst. Einfach das ist eine ganz gute Farbe, die du jetzt hast für in Holland Zander zu fangen. Ich habe eben auch das Gefühl, ja. Aber also, es sind sehr nice, ich muss sagen. Krönli, ich glaube, ist es wieder JS Project? Steht nichts drauf. Wenn nicht, sorry. Gut, also in Holland Fisch zu fangen ist nicht so schwierig wie bei uns. Also das sollten wir auch nicht. Vor allem Zander, gell, Oli? Ja. Genau. Die gibt es aber bei uns ganz wenig und zweitens, ja, die laufen noch anderes als in Holland. Ja. Aber eben, die Crankbait ist gut, also sieht gut aus, ja, aber das Wichtigste bei den Crankbait-Fischen ist eigentlich die Route selber. Ja. Und das machen die Leute so viele Fehler. Und die fischen mit einer Route alles und das geht nicht. Also, es geht schon, aber es funktioniert nicht. Ich mach den Fehler an mir auch, aber ich mache ihn auch bewusst. Also mir ist es so blöd, um 4 Routen ans Wasser zu schleppen. Wenn ich irgendwie am Strecke machen bin, dann habe ich einfach 1, 2 Routen dabei, eine leichte und eine schwere. Und mit der leichten gehe ich leicht jiggen und cranken. Und mit der schweren gehe ich schwer jiggen und halt Big Bait schmeißen oder was auch immer. Aber das ist ja so, wenn du etwas richtig machst und willst eben
perfekt machen. Also ich habe unzählige Videos gesehen, vor allem bei Japanern, wenn der im Boot steht, also 10 Routen links, 10 rechts, also liegen am Boden und er bewegt sich wie Ballerina zwischen die Routen und funktioniert alles. Und dann fragen wir uns also, wieso machen die das? Das ist eigentlich richtig, also die sind absolut perfekt. Und es hat wirklich also Grund, apropos Crankbait, das ist schon ein Hardbait, das ist ein Wobbler, aber das hat mit einem Twitchbait nichts zu tun oder all andere, das ist komplett andere Logik und wenn du da jetzt so eine Härte, also schnelle Route nimmst, dann hast du verloren, weil er läuft nachher gar nicht richtig. Du musst ihm einfach eigentlich also Lauf ermöglichen und du musst ihm den Spielraum geben. Und dann sagen die Leute, ja, der ist ja scheiße laut, also sorry für den Ausdruck, aber es läuft nicht richtig, weil deine Route gibt ihm also nicht die Möglichkeit, richtig zu laufen und dann macht er so irgendetwas und kommt er rauf und dann sagt der Kunde oder wer auch immer ist, ja, der ist also nicht so gute Wobbler, Fehler oder was auch immer ist. Eigentlich liegt Fehler bei ihm. Ja. Ist meistens so ein Anwendungsfehler. Ja. Nicht immer, aber ja. Also ich finde es mega nice, ich finde es wirklich cool verarbeitet, Toppis an dieser Stelle. Ja, Props euch, ja. Wirklich cool. Jetzt haben wir Toppis schon wieder. Ich glaube, es ist wirklich keine Folge ohne Toppis. Aber sie hauen da immer jetzt letzte Zeit wieder Sachen raus. Also es kommt irgendwie alle 2-3 Monate kommt irgendwie ein neues Produkt über. Abartig. Eine Frage habe ich noch. Wenn einer da aussen mit dem Mac Mio von Schwarzonker fischt, hat er schon mal etwas damit gefangen? Ich noch nie. Ich habe jetzt doch schon ein paar Mal dran gehabt. Ich finde es so ein brutal geiler Köder. Einfach geschwind, ist mir jetzt in den Sinn gekommen. Gut. Dann ist der europäische Wels der Fisch vom Jahr 2026 in Deutschland. Der Marc Schlecht hat das geteilt. Sackstark, finde ich cool. Survival of the Fittest ist die Produktion abgeschlossen seit Ende Oktober. Ja, das habe ich schon letzte Woche announced. Ah, wirklich? Ja. Ah, sorry, ja, okay. Aber Teams? Die sind auch schon bekannt gewesen, ja. Haben wir die gesagt? Wir haben glaube nur so kurz schnell das angeschnittenes Thema. Weil ich habe nichts gefunden. Ah, und ich bin Insta nicht durchsuchen. Doch, es ist schon bekannt, ein Podcast gut. Und so, aber ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Okay. Dann, ich weiß nicht, habt ihr das vielleicht gehört von der Babsi? Babsi Kiewski oder wie sie heisst. Die ist ja irgendwo am Fischen gewesen, die ist in eine Kuhweide rein und dann hat er eine Kuh einen Tritt gegeben und dann ist sie im Spital gelandet mit Gehirnerschütterung etc. Ah, was? Ich meinte, so ist es passiert. Ich habe noch das Bild gesehen und gesehen, sie ist im Spital. Ich habe gemeint, es war eine Kuhweide, korrigiere mich, wenn ihr mehr wisst. Aber ja... Oder eine Rossweide irgendwie so. Sind einfach vorsichtig bei diesen Tieren. Das ist schon ein Unterschied, ein Ross oder eine Kuh. Nee. Ja, wenn das Ross einen Trick gibt oder eine Kuh, das tut beides saumässig weh. Ich habe jetzt noch nie eine Kuh gesehen, richtig austreten will. Oh. Schon? Ja. Ja, auf jeden Fall ist sie in einem Spital gelandet, aber es geht ihr glaube ich wieder gut, hat sie geschrieben. Dann habe ich heute noch gelesen, die Angelwelt Berlin rechnet mit einem ordentlichen Zuwachs an Besuchern, mit rund 20% mehr im Vergleich zum Vorjahr. Und sie schreiben noch irgendwie, hey, wir sind mega happy, dass es so angezogen hat und dass wir permanent am Wachsen sind. Sie haben mega viel hochwertige Stände auch. Und das erstaunt mich eigentlich recht, weil wenn du mit den Messeteilnehmern redest, denke ich, machen sie gar nicht viel Umsatz für eine Messe. So. Aber dafür haben sie enorm viel Frequenz von den Leuten und brutale Markenbekanntheit. Eigentlich mega erstaunlich. Und ist, glaube ich, recht teuer. Vor allem nehme ich Wunder, wo es die 20% hin tun am Samstag, wo ja sonst schon Körper an Körper, ich glaube, vorbewegst, wo wollen sie da jetzt noch 20% verteilen? Auf den Freitag? Oder? Ich glaube, ich weiß auch nicht. Ich bin noch nie gewesen, ich weiß es nicht. Ich bin dieses Jahr wieder dort, Freitag und Samstag. Ja, kannst du das sagen? Ja, ich kann es euch dann sagen. Also für die es interessiert, 28. bis 30.11. wäre die Angelwelt in Berlin. Milan, du hast auch noch etwas sagen? Es ist die einzige richtig gute Messe, also in Europa besonders, also für den deutschsprachigen Raum, klar, aber allgemein. Und ich kenne keine bessere. Ja. Wirklich, und das ist auch ein Grund. Und eben durch Marketing, Sozialmedia, das wird immer mehr also gepusht und klar, also die Leute kommen immer mehr, weil es gibt keine andere, wirklich. Es findet alles online statt, aber so live-mäßig, dass du mal also richtig eben, was wir vorher über die Route und alles andere besprochen haben, also dass du das kannst also live erleben, das gibt es immer weniger. Und ich finde,
top wirklich, dass die das machen und ich hoffe, das wird also weiterhin stattfinden, ja. Weil im Vergleich zu dem anderen da in Friedrichshafen, also keine Ahnung, das ist schon eine andere Baustelle. Also, Gut, also Friedrichshafen ist mehr oder weniger, also dort merkst du, dort drückt einfach der Deutsche durch, oder? Es muss billig sein und funktionieren, that's it. Also weißt du, also alles, was dort dann ein bisschen teurer ist, wird einfach liegen gelassen, habe ich das Gefühl. Also, ja, die haben so eine Image verschafft und dann eben kommen die meisten also Leute oder Kundschaft, die eben das anderes nicht kennen, sondern suchen nur extra so Schnäppchen und so weiter. Ja, und genau. so hat sich das, sage ich jetzt mal, etabliert und dann, also meiner Meinung nach, ist ganz, ganz schlechter Ruf, ja. Absolut, ja. Und schade. Ansonsten es gibt schon also immer wieder Ausstellungen in Deutschland. Also es sind einfach nicht so bekannt wie Angelmesse Berlin. Und ja, das ist wirklich absolut top. Für euch auch das Thema mal irgendwann? Nein, also es ist ja so, es gibt sicher mal Vertreter also von diesen Produkten, das was wir haben auch in Deutschland, also in Europa allgemein. Und eben wir sind kein Distributor oder Hersteller, sondern einfach ganz normaler so Shop, wo wir das oder so hobbymäßig machen. Und es ist ja, das wäre so ein Wunsch vielleicht, aber nein, es ist viel zu grosses Stück Kuchen, also das brauchen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist, wenn du nicht selber ein Hersteller oder eben ein Distributor bist, als, ich sage jetzt mal, Ausländer in dem Sinn von Deutschland, weißt, wenn du im Ausländerregion wohnst, dann lohnt sich das irgendwie fast nicht, weil was willst du von der Schweiz auf Deutschland exportieren, oder? Also weißt, ich glaube, dann musst entweder ein riesen Shop sein, der dort in der Nähe ist, der alles Mögliche hat, okay, oder ein Disti oder ein Hersteller, oder so wie du auch. Als Beispiel. Ja. Das ist eigentlich so sollte auf jeder Messe sein. Also nicht, dass die Händler kommen und so viel Kosten zahlen wie da bei uns. Oder ich meine, das ist absolut meiner Meinung nach falsch. Also früher haben wir auch also Ausstellungen gehabt und so. Hast du können auch etwas verkaufen dort, aber in erster Linie ist also Sinn und also von dem Ganzen, dass die Leute die neuen Produkte sehen, auch andere Produkte, dass man mit dem Leuten also darüber diskutieren kann, dass die einfach also die Neuigkeiten sehen und so weiter und nicht also Zeit verlieren auf die günstige oder Prozent oder was auch immer ist, andere also Schnäppchen kaufen, das ist absoluter Blödsinn. Und das ist leider so weit gekommen, weil eben, besonders für unseren Markt, also die Schweiz ist ein sehr, sehr kleines Markt und es gibt immer weniger Schweizer Distributor oder also Firmen, die gewisse Produkte, also explizit für die Schweizer Markt importieren und organisieren und dann müssen der Händler selber das alles in der Hand nehmen und das kostet sehr, sehr viel Geld. Und wenn du mal jetzt also siehst, die Messe in Spreitenbach letztes Jahr oder eben vorher in Oberglatt ein paar Mal, das sind die meisten Händler, die dort also wirklich also schwergewichtig sind und das finde ich nicht unbedingt richtig. Es muss wirklich also Hersteller, Importeure, irgendjemand, die müssen dort sein und das hat sich leider so irgendwie gemischt. Ich weiß es nicht. Und deshalb finde ich also Berlin genau das Richtige. Das muss genau so sein, ja. Aber jetzt hast du ja auch in Spreitenbach die Möglichkeit, um mit dem Hersteller oder Distributor recht hinzugehen, oder? Ich hoffe, dass die immer mehr kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das machen wir ja auch so vom Age Fish aus. Oder? Wir haben ja Maximus in dem Sinn noch dabei, wo wir die ganzen Routen haben. Und wenn ein Tackle da, das kommt einfach mit und ist dabei so ein als Nice-to-have-Sales, oder? So in dem Stil. Und wenn es geht schon hauptsächlich um Maximus, also um Distribution oder als Distributor bzw. als Hersteller aufzutreten, oder? Das ist schon ein riesen Punkt. Also gebe ich dir schon recht. Man schlussendlich, aber das ist es leider so. Wir sind ein kleines Markt und sehr stark umkämpft. Ja. Also wirklich. Und von dem her, also es gibt immer weniger. Ja, das wird auch nicht besser. Und mal schauen, ja. Ja, dann ist Seven vs. Wild ist gestartet. Das haben wir gar nicht angekündigt. Wir haben ja doch mal eine Episode darüber gemacht. Ja, ist für mich irgendwie ein bisschen gestorben, die ganze Geschichte. Ja. Okay, wow. Nein, mit dem Ausstieg von Fritz Meineken und wie haben die anderen zwei geheißen? Johannes und Max, glaube ich. Seit die nicht mehr dabei sind, ist schon nicht mehr ganz. Ich finde es jetzt recht geil, sie sind im Amazonas. Ich finde sie sind zu 7 in 2 Wochen. Ich finde die recht geil. Ich finde es mega cool gemacht. Also, wir sind wieder ziemlich am Suchten. Kritik und so verfolgst du einmal nicht, gell? Ja, eben, ja. Schau, schlussendlich muss ich es geil finden. Das ist, sicher. Also, weißt,
Also in meinen Der Rest- Augen ist es einfach nicht mehr das Gleiche, wie wo es gestartet hat. Mit Es dem ist Fritz. sicher mehr Mainstream geworden. Ja, es Das ist brutal nur noch definitiv so, ja. Mainstream. Ja. Und Ja. ich glaube auch sehr viel Kritik dahinter, dass es nicht mehr real ist, wie es von einer real war. Ja, ja. Das ist richtig. Gut, du, das geht an mir vorbei. Weiss ich nicht, ich schaue das sehr selten so Sachen. Aber sie haben, glaube ich, auch wieder Behind the Scenes gemacht. Ja. Wenn es mir recht ist. Ja, Ja, sie haben ja alles abgekauft, alle Rechte. Und ja, ist gut. Hey, und dann Xander Pro. Wird es Jawohl. auch keins mehr geben. Was? Das 5 war das letzte gewesen. Ah ja, das haben sie jetzt gedroppt, oder was? Ja. Krass. Xander Pro 5 war die letzte Ausstrahlung von einem Xander Pro gewesen, vorerst, ja. Ja, hat sich Aber gell- abgezeichnet. Hey, ich sag's nicht, gell? Es sind CWC, also Catch with Care, ist dabei gewesen. Es ist Adventure and Fish und ZEC ist dabei gewesen. Es ist zweimal Relax dabei gewesen. Wo muss ich sagen, ja. Also nicht gegen... Ja, was soll ich jetzt das sagen? Ich vertreibe ja Relax, nicht wahr? Aber die sicher sind mir so auf den Tirkel gegangen. Ach, Aber das nicht schon im letzten Podcast behandelt, dass einfach, oder vorletzten, dass einfach, es ist nicht mehr das Gleiche. ja, aber seit dort ist Mille ein und Fly Pontus versus- dort weg dort sind. ist es um Fly vs. Jerk gegangen, wo Relax zweimal ist und einmal noch, glaube Catch with Care. Ja, aber ich glaube, wir haben ja That's it. allgemein über den Kanal gratis Ja, haben Turnier schon länger mal, wo, schon länger mal, ja. ja, wo ein bisschen abnimmt, wo man gesagt hat, Ja. hey, die sollen sich vielleicht Ja. gescheiter auf ein Format konzentrieren, Ja, wieder ein bisschen etwas Neues schaffen, weil ich glaube, es ist einfach langsam auch ausgelutscht. ja. Man sieht es an den Marken an, die dabei Aber das, sind. das machen sie jetzt vielleicht auch eben jetzt mit Xander Pro, wo eingestellt wird. Ja. Schlussendlich hat auch Team Adventure and Fish sorry, und ZEC gewonnen. Aber eigentlich schon klar gewesen, ab dem zweiten Tag, wo es beide mal 6, also je 3 Punkte gehabt haben. Und dann kannst du es nicht mehr aufholen, wenn du nur noch 3 Punkte vergisst. Also sie haben, nein, stimmt nicht, sie haben glaube 5 Punkte gehabt. Aber dann kannst du es nicht mehr aufholen, wenn nur noch 3 Punkte vergessen sind. Also, ja. Ja genau, das wäre es von meiner Seite. Oli, ich übergebe es dir. Genau, Ich gerade so etwas fragen. Ja. Relax, was ist jetzt? Also wir haben das auch früher gehabt. Also früher sind sehr, sehr gute Gummi gewesen, so für Zanderhecht und dann ist das irgendwann alles verschwunden. Ja, ich glaube, Relax ist ausgelutscht. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, es ist... Das ist nicht mehr so... Das ist... Nein, ich habe erst letztens mit jemandem darüber diskutiert. Oder? Ich glaube nicht, dass sie etwas schlecht gemacht haben. Also weißt du, dass sie irgendwie einen Tolken gemacht haben oder so, überhaupt nicht. Aber ich glaube einfach, es ist zu wenig Neues gekommen, Ja. um dranbleiben. Weißt du, die sind zu wenig à jour gewesen, habe ich das Gefühl, oder? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was jetzt ein bisschen abgetrieben hat. Ich meine, es sind ja diverse Gummis mittlerweile, wo gut sind, weißt du, wo vernünftig sind, wo eben OSP, wo ja auch sehr, sehr gut, also die bekannt ist. Du kannst es ja, nicht gerade 1:1 klar, vergleichen. weil aber eben Relax ist sehr bekannt gewesen, eben besonders für Zanderfische, Hechtfische, Genau. so klassische, Ja, so, genau. so der Copito, Shad, der Copito, das ist so die Form, oder? Er ist immer gut, aber es wird einfach zu wenig gewischt, Ja. weil ich glaube, das ist auch ein Marketingproblem. Ja, also, ja, würde ich kann auch ich sagen. Also nicht, dass der ist ja nicht schlechter als damals und ich Nein. glaube nicht, dass die alle Fische ihm schon also gesehen und kennengelernt haben, sondern es kommen so viele neue, so viele andere, Ja. wo eben allgemein ja noch Ich glaube, Relax hat sich einfach ausgeruht aus ihrem Triumphuskan, weil sie sind ja wirklich Pioniere gewesen in der Sehr lange Gummifisch-Szene, Zeit. wo es ein breites Sortiment hatten, wo sie auch innovativ waren, eben auch mit dem Copito, der, den man ja wirklich heute noch kennt und wirklich heute auch noch ein Köder ist, den habe ich auch noch in der Tacklebox. der gehört in jede Tacklebox, ja. Ja, und das ist einfach, das ist auch ein Köder, den ich von Anfang an kennengelernt habe. Das ist einer der ersten Köder, den ich gekauft habe. Wo auch sehr oft funktioniert hat. Richtig, Das ist richtig, ganz wichtig richtig. zu erwähnen, ja. Genau, und ich glaube, die haben sich einfach auf dem ausgeruht und haben nicht mehr weitergemacht. Und da sind halt die anderen gekommen und haben sie eingeholt, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund. Und eben halt, wie du sagst, sicher das Marketing. Oder? Und jetzt, wenn du die Nase vorne hängst, ja, das weiss ist ich auch nicht, wie einfach gut das ist. Ja. Ich habe keine gute Falle gemacht, würdest du sagen. Hey, also, ich bin nicht der vorgespielt. Ich habe auch nicht vorgespielt, aber ich bin näher dazu gewesen, zum Skippen. Ja. Ich habe noch 2 News. Wir haben ja die anderen, haben wir schon alle gesagt, zusammen. Captain Greenfin bringt so Zipperbag raus, aus Fairtrade-Materialien, eine neue Beanie, was richtig geil aussieht. Dann hat
eine Online-Fischereibörse. Ja, stimmt, habe ich auch gesehen. Genau, jetzt mal vorgeschlagen, auf Insta kannst du schnell reinklicken. Es sind noch nicht so viele Sachen drin, aber ich glaube, Ich glaube, das ist wächst. sicher, ja, ich glaube, das ist sicher etwas, wo Habe kann wachsen. Ja, Ja, voll. habe ich auch das Gefühl. Ja. Ich habe jetzt mal mein Belly dort reingestellt, mal schauen, was Ja, passiert. das ist gut. Aber solche Börsen sind allgemein immer so interessant gewesen. Wie gesagt, heutzutage findet das online statt, sehr stark in Facebook oder so. Aber eben früher war es noch etwas anderes gewesen und dort hast du sie können, wie gesagt, zeigen. Also das sind eigentlich Börsen gewesen, die 90% für die alten Sachen gedacht sind, oder? Mhm. Und das ist sehr, sehr erfolgreich und jetzt sind die eben leider fast alle gestorben. Es gibt es nur in Göttingen- Bodensee, Göttingen, genau. gibt es Dort noch sind wir auch und gewesen noch früher. irgendwo. Es gibt, glaube ich, noch eine. Äh, In Bremgarten hat es mal einen gegeben, der Marc hat mal noch etwas gemacht, aber das ist mehr so ein bisschen... Das ist lokal gewesen. Ja. Ist nicht noch irgendetwas Bern oder so? Also die Aber Region. nicht so, ja, aber das ist jetzt ist alles online. Also es ist ja sicher mal von der Vorteil, können alle mitmachen, aber es ist anders. Ja, definitiv, ja. Milan, hast du noch irgendwelche Infos aus der Szene? Fischereitechnisch, wo... Ja, da kommen schon ein paar andere Sachen betreffend neue Routen. Das Hau kommt raus. Ja, jetzt kommen bald so von Graphitleader ein paar interessante Routen. Lang erwartete Tiro Prototype kommt jetzt sehr, sehr bald, schon nächste Woche. Und dann ist also Silverado ist angekündigt, also jetzt bald in Sozialmedien und wir sollten auch bald kriegen, also die neue Super Silverado kommt in Spinning und in Casting. Also da sind wir sehr, sehr gespannt, was da... Also allgemein Silverado ist eine von den besten Routen, also Preis-Leistung, was wir haben. Absolute Top, gibt es in verschiedenen Ausführungen auch. Von UX, das ist noch eine günstigere Variante, bis zu eben jetzt kommt also in Super-Serie. Das ist sehr interessant. Was kommt, also es kommt bei uns tagtäglich eigentlich, wenn, also diejenigen, die unseren Online-Shop kennen, oder da sehen die dort auf die erste, also auf die Titelseite kommen immer die neuen Produkte und die treffen bei uns also jede Woche ein. Zum Teil auch Back-in-Stock, alte Sachen, aber die neue, eben wie gesagt, also von der Route, das ist die Neuigkeit, kommt auch etwas von Jackal, also Neu-Alti. Da sind wir jetzt also gespannt, vielleicht das kommt auch schon nächste Woche. Und Darfst du sagen, was es ist? kannst du mal zweimal raten? Ja, scheiße. Eine Route. Ja. Ja, aber welche? Revoltage kommt, ja. Und zwar, das ist keine neue Route, aber sehr interessant. Jetzt kommt das zweiteilig, ja. Erste Mal in der Schweiz, sagen wir so. Es gibt schon in Europa in einige Shops. Da sind wir auch sehr gespannt. Dann eben von Varivas gibt es also einige neue Produkte. Kommen jetzt auch ein paar neu. Das Super Trout, also S-Pack, wird jetzt wieder weitergemacht. Also mit der neuen Technik, sogenannte mal 9. Vielleicht habt ihr das mal schon gesehen. Die haben schon also einige Modelle jetzt mit der neuen Technologie auf den Markt gebracht. Das ist so eine Schnur, die eigentlich jetzt einen Kern hat und dann kommt oben drauf sogenannte Vertical Braid und kommt mit ganz neuem Coating. Also Okay. ja, absolut top, besonders für die Bytecaster eben dort, weil dort haben wir das Problem wegen der Reibung oder so, dass die viele Schnurren also kaputt gehen während der Werfe und die Schnurren sind ziemlich zäh Ja. und unglaublich dünn und leislich. Ja. Spannend, würde sich sicher mal lohnen. Zumal so eine... Ja, wir sind nicht so weit. vor allem, wo ich vor allem das Problem habe, ist, wenn ich Egli fische mit den Baitcaster, dann reden wir da von 6 bis 25 Gramm. Das ist für mich leicht, das ist für mich sehr leicht. Das ist für gewisse ist das schon... Du bist schon Grobmotoriker. Ja, absolut. Für gewisse ist das schon ist extra schwer. Aber das ist für mich extrem leicht. Und das Problem ist einfach, wenn ich dann dort ein bisschen einen schwereren Köder zum Teil dran tue, oder halt je nachdem ein bisschen einen leichteren, und ich habe ein ganz dünnes Schnürchen drauf. Und es gibt einen Backlash, der liebe, bekannte Backlash, dann fliegt meistens der Köder weiter als die Schnur. Und dann denke ich, wow, hure geiler Wurf. Und dann fängst du an einzuziehen und merkst, ja, das Tatschen ist in dem Fall doch
die Schnur gewesen. Das ist extrem, extrem wichtig. Also es passt nicht jede Schnur auf die Beitgasse, insbesondere auf die schwere Fischerei. Und das sollen die Leute auch wissen. Oder? Da hast du also extrem hohen Druck auf die Getriebe, oder besonders wenn du jetzt also Köder von 50 Gramm plus wirfst, oder das ist enormer Druck und dann also absolut auf der Schnur und du hast aber nicht wie bei den Spinning, dort kannst du also Bügel aufmachen und dann Schnur genau. geht. Du kannst einfach rausrühren. Genau, bei den Casting, du musst also mit Gefühl. Permanent auch mit der Fliehkraftbremse bremsen. Ja. Und das eben macht zusätzlichen Druck auf die Schnur und dann wird auch während dem Werfen und während dem Einholen immer also Reibung stattfinden. Genau. Und empfindliche Schnüre also gehen so schnell kaputt. Das ist so. Das habe ich natürlich am Anfang auch merken. Mittlerweile weiss ich, was ich drauf tue, beziehungsweise ich habe mein Setup, das funktioniert. Ich habe schon lange keinen Köder mehr im Flug verrissen, das ist schon mal schön. Ja. Darum... Ja, aber es würde sich sicher mal lohnen, um vielleicht noch etwas rauszuholen. Das ist ja so, also eben, das ist unser erstes Ziel. Also ich komme immer wieder mal auf die Thema, wieso sind wir da allgemein? Also wir geben uns wirklich so Mühe, also richtig Leute zu beraten. Also es geht nicht um also günstig billig kaufen, das kannst du überall, sondern es ist enorm wichtig, also richtig zu kaufen. Statt 2 oder 3 Mal. Richtig, ja. Leider eben ist es in der Praxis nicht so. Aber wir geben uns wirklich so Mühe, also richtig Leute zu beraten, bei dem Routenauswahl, bei dem Combo, bei dem Schnur, bei den Köder. Probieren also möglichst mehr zu erklären, besonders eben die Jungs, die können jeden Tag aus der Praxis reden, die sind wirklich also top auf dem höchsten Level und kennen wirklich unglaublich viel. Auch Tipp und Köder und Köderauswahl, Technik und so weiter. Und das ist eben immer das Thema gewesen, Bitecasting und Schnurbruch und oh mein Gott, das hört nie auf. Ja. Nein, das wird nie aufhören. Ich glaube, das begleitet jeden in seinen Baitcasts, zumindest in den Anfängen, gewisse halt auch noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, das ist normal. Das ist, die Erfahrung musst du auch machen. Ja. Du kannst nicht am Anfang auch schon alles wissen, du musst auch selber gewisse Erfahrungen machen. Also, so ist es mir zumindest gegangen. Fix, ja, sicher. Okay. Hast du sonst noch irgendwelche spannende News aus der Fischereiszene? Also die kommen, also wir haben jetzt also extra für unseren Markt, eben, also ja, wir sind in der Schweiz und wie bekannt, also bei uns Fisch zu fangen ist nicht so einfach wie in Holland, Schweden und anderen Ländern, das weiß jeder, oder? Ja. Und wir geben uns schon ein bisschen Mühe, das ist eigentlich unsere erste Priorität, dass wir also auch Köder organisieren, die bei uns funktioniert. In erster Linie. Wir haben sehr viele Köder, aber in erster Linie wirklich also die meisten funktionieren. Das ist ja wichtig. Und wenn du mal heute am Zürichsee oder egal welche also Seeufer gehst, du musst einfach schauen, was die Leute fischen. Und nicht nur die Route, dort sind wir auch sehr stark präsent, aber auch Köder und da siehst du es gerade, was Segel bringt oder was auch immer ist. Und wir haben jetzt extra jetzt in dem Sinne von dem OSP Do-Life Craft, also im Frühjahr haben wir also Dings gemacht, so eine Do-Life Craft in spezielle Farbe, explizit für Mickey's Tackle Shop, in Green Weenie natürlich, und jetzt haben wir auch 2 Inch gemacht. Das ist auch extrem wichtig, weil das ist richtige Bringer für grosse Egli, für die wirklich so, ja. Und dann haben wir auch ein paar andere spezielle Köder von OSP organisiert, wo auch sehr, sehr gut tauglich für unsere Gewässer. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch Do-Life Stick, ein Spec 2, Farbe 151, wo jetzt nach langer Zeit wieder mal gekommen ist. Wirklich, das ist, sagen wir also vor dem Corona und während der Corona-Zeit einer von den geilsten Köder gewesen, und leider hat der OSP aufgehört, also die Farbe zu produzieren. Jetzt haben wir das nachgeholt. Ich habe das extra für uns gemacht, ja. Was haben wir noch? Ja, von dem Jackal kommen immer wieder mal eben sehr, sehr populäres Scissor Comb, also absolute Bringer. Das ist so geile Köder, wirklich. Also funktioniert überall, auch auf die Bass in Italien. Eben jetzt sind die Jungs gewesen, die haben auch mit dem super, also Bass gefangen. Dann sind wir jetzt am DRT dran, das ist noch ein bisschen schwierig, sehr, sehr schwierig zu bekommen, ja, und vor allem eben, die produzieren viel zu wenig und wir geben uns wirklich so Mühe, überall, in alle möglichen Ecken, irgendetwas zu bekommen, ja, das ist ja sehr, sehr schwierig, aber wir sind dran, vielleicht kriegen wir ein oder andere Swimbait, aber eben, wie gesagt, ja, anderes Thema.
Könnt ihr genug aufnehmen, die Doli kommt dann Alkohol kaufen. Ja, wirklich. Endlich hat es einen Schweizer Shop, sonst musst du immer von Deutschland oder von Japan selber importieren. Das war immer ein Hurenzeug. Es ist ja so, wir haben uns von auch damals Mühe gegeben und wir haben eben probiert aus Deutschland, das ist sogenannte europäische oder in deutschsprachigen Raum, also Distributor, er hat selber nicht. Das ist eben das Problem, wenn du mal siehst, also, und er verkauft das auch selber über eigene Kanäle und dann für uns hat also nie etwas gegeben oder wenn schon ganz wenig, oder? Und wir haben jetzt also probiert, also aus Japan von über zweite, dritte Hand irgendwo einfach einige Köder zu organisieren und das uns jetzt teilweise gelingen, besonders also Softbait haben wir jetzt also geholt, ziemlich viel, ja. Und klar, die sind nicht so bekannt wie die klassische europäische Köder, also Westin, CVC und so weiter, aber es sind super Sachen. Bei den Swimbait ist noch ein bisschen Problematik von der Herstellung, also die machen jetzt so wenig und der Markt ist ziemlich knapp. Aber also wie gesagt, geben wir uns Mühe, es kommt etwas. Was ganz neu jetzt hineingekommen ist, das ist die Firma Brutus aus Japan. Wir haben jetzt von denen 2 Gummi bekommen, absolute Top-Leute. Das sind wirklich, einige sind dann noch ein bisschen grösser und die sind extra entwickelt worden, also für die Lake Biwa in Japan, für die große Bassfischen und zwar mit dem Midstrolling. Aber nicht also Midstrolling so, wie wir da kennen, so bis 7, 10 Gramm, sondern bis 20 Gramm plus. Ja, krass. Für das gibt es auch Rute und das ist absolut tödliche Technik, also funktioniert auch auf die Ägli wahnsinnig gut und jetzt haben wir also erste Serie bekommen und die Jungs haben schon also damit unzählige Ägli gefangen, es funktioniert fantastisch, sind auch eine richtige Farbe, das kann ich sagen, das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur für die Black Bass und dementsprechend ist auch eine Route gekommen, die erste Route von dieser Firma, die extra für dieses schwere Midstrolling gemacht ist. Oder? Das haben wir jetzt also als Neuigkeit bekommen. Relativ seltene Sache, also findest du fast nie jetzt. Das war eben cool gewesen, unser Teammitglied, also Marino, ist vor kurzem in Japan gewesen und dort hat also noch die richtigen Cracks kennengelernt. Hat er auch gefischt an alle, die also Bekannte sehen und da hat uns einfach so einen guten Tipp gegeben, jetzt haben wir also Kontakt also geknüpft und das hat gut funktioniert. Cool, super. Marina, du verdammter Streber. Nein, er ist ein guter Fischer. Ja, also der siehst, also wirklich alle sind absolut in Topform, aber er ist ein bisschen also speziell Ja. in dem Köderauswahl, ja. Ja gut, dann sind wir eigentlich schon mega fest drin, aber ich würde gleich noch sagen, wir spielen den Jingle für das Thema. So, Milan, jetzt geht's wir haben schon dein Feuer für JDM dürfen spüren in der ersten Stunde. Jetzt wollen wir ein bisschen zurück an den Anfang. Also so ein bisschen, das kannst du vielleicht unseren Zuhörern erklären, wie bist du zum Shop gekommen, wie hat das Ganze seinen Lauf genommen? Ich meine, ihr sind, das darf man so sagen, der einzige Laden in der Schweiz, der in diesem Ausmaß an JDM-Produkt hat sonst keinen in der Schweiz. Also nicht, dass wir also Klugste sind, im Gegenteil. Wir machen das hobbymäßig, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Oder? Also, und wie das alles entstanden ist, ist ganz einfach. Wir wollen unser Hobby finanzieren. Wir haben so viel Geld damals ausgegeben. Das ist ja wirklich, ja, wie bei vielen Leuten heute, also so ist es leider, oder zum Glück, je nachdem für wem. Und es ist eine andere Zeit gewesen. Und zwar, Fischen ist nicht nur Hobby und wenn dich Hobby glücklich macht, dann also willst du noch mehr von dem rausholen. Und dann ist ja nicht nur Fisch fangen, sondern auch die rote Rolle, Köderschnur, alles, also wie das gemacht ist, also woher kommt das, was ist besser, was ist schlechter und so weiter. Und dann fängt dir so ziemlich viel zu interessieren und dann schaust du also, wo gibt es solche Sachen. Und damals haben wir wirklich so wenig in der Schweiz. Wirklich so wenig. Du hast also Shimano gehabt, Daiwa war überhaupt nicht vertreten gewesen. Ansonsten, ja, der also heutige Vertreter von Daiwa ist in Tessin, glaube ich. Ja. Yeah. Und damals gab es gar keine. Das ist eben sehr interessant. Und du kannst etwas mehr wählen, aber du kannst nicht gehabt.
Und was machst du? Fangst du mal suchen und Internet ist nicht so stark. Also es gab Internet, aber die Firmen sind noch nicht so präsent gewesen, sagen wir so. Und wir haben also gewusst, dass in Amerika, in Japan, das ist ja geil und das ist alles gut und schön, aber ja. Es ist nicht in der Schweiz. Genau, wie kommst du zu dem Sache? Und das ist sehr, sehr schwierig gewesen. Und wir haben angefangen, einfach über ein paar Kontakte immer Sachen zu bestellen, meistens so blind. Und zum Teil sind gute Sachen gekommen, aber zum Teil eben auch nicht. Oder? Und was machst du mit dem? Tust du weiterverkaufen? Und dann plötzlich also siehst du, ja, das läuft. Oder? Könnte das Business daraus werden? Also Business nicht, nein. Also es ist nie eine Idee gewesen, wirklich. Also alle, die mich kennen und eben die Jungs, das ist wirklich reine so private Angelegenheit gewesen. Auch heute, also zum größten Teil. Und ja, dann haben wir immer mehr bestellt und immer mehr verkauft. Und eben das mit einer Börse, dann haben wir also uns angefangen auch vorstellen und das alles zu präsentieren. Und das hat sehr, sehr gut also geschlagen. Und dann als eben, EDV-Techniker und das Ganze kenne ich mich auch ein bisschen in Online-Shop und das Ganze, das habe ich auch meine heutige Shop immer so selber gebastelt. Das ist auch wichtig, dass du einigermaßen Kontrolle hast. Und das hat sich ja einfach immer mehr und mehr gezeigt und als gut. Und ja, so sind wir jetzt heute dort, wo wir sind, ja. Aber in erster Linie machen wir wirklich so, also aus Liebe zu dem Hobby, ja. Du hast vorher schon mal gesagt, dass ihr eben, es geht nicht ums Verkaufen in dem Sinn, sondern es geht darum, dass man das Richtige kauft. Also ihr präsentiert euch eigentlich von Fischer für Fischer, so ganz nach dem Motto, wenn man das Richtige bekommt. Aber spezialisiert auf JDM-Tackle. Und nach welchen Kriterien tun ihr dann einen Köder für gut befinden, beziehungsweise tun ihr die Köder auswählen, die ihr ins Sortiment aufnehmt? Ganz einfach. Also mit heutiger Erfahrung dann, also wissen wir mit 90%, wenn ein Köder rauskommt, also ob das gut oder weniger gut für unseren Markt wäre, weil wir also kennen unsere Gewässer, wir kennen unsere Fische, wir wissen, wie es geht und das ist ziemlich einfach und klar, wir testen das. Und ja, die Leute, also nicht nur mir, also es gibt auch viele andere Helfer und so und dann siehst du es also sofort, ob das bei uns in Zürich funktioniert oder nicht. Und ich muss ehrlich sagen, also sehr viele Produkte aus unserem Sortiment funktionieren. Das ist unsere eigentlich erste Aufgabe gewesen. Also nicht nur einfach Zeug zu verkaufen, sondern es muss auch funktionieren. Und wie gesagt, also wir leben vielleicht in einer parallelen Welt, oder wir sind sehr, sehr stark unter Druck mit diesen Sozialmedien, Werbung, WPC, Holland, Schweden und so weiter. Bei uns läuft anderes. Es ist wirklich komplett anderes. Also bei uns einen Fisch zu fangen, das ist nicht einfach. Und wenn du das im Griff hast, dann bist du auf dem richtigen Weg. Du redest jetzt immer so von mir. Hast du einen Geschäftspartner oder bist du alleiniger Geschäftsführer? Das ist jetzt nicht so wichtig. Also ich habe schon so einen Partner, aber eben, wie gesagt, wir sind ein Team, das seit langer Zeit funktioniert. Es kommen immer wieder mal neue Leute und einige sind nicht mehr da. Das Feld ändert sich, oder? Und das ist auch wichtig, dass wir immer wieder mal also die aktuellen Jungs dabei haben. Das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend also in diesem Business. Und von dem her ist auch viel einfacher, Entscheidungen zu treffen, oder? Du kannst immer wieder mal mit dem richtigen Leuten reden, über egal was. Und da bist du meistens auf dem richtigen Weg. Und genau eben wegen der Köderausfall oder was auch immer ist, da ist immer also eine kurze Diskussion, bevor wir das also loslegen und das Zeug organisieren. Wenn das überhaupt möglich ist, weil das größte Problem ist eben, das habe ich schon am Anfang gesagt, wir sind nicht die Klugsten, also wir verkaufen so GDM, die anderen nicht. Es ist ja sehr, sehr schwierig, Sachen zu bekommen. Weil die Hersteller selber, also die machen nicht also volle Lager dort und warten, dass irgendeiner aus Europa bestellt, sondern die haben eigene Programmvisionen, also was für nächstes Jahr gemacht wird. Und wenn du Glück also hast, dann eben hast du das Zeug also rechtzeitig bestellt, dann also hast du etwas. Aber nachher nachzubestellen, das geht nicht. Und wenn du rein davon würdest leben und Business machen, das geht nicht.
Wie schaffst du mit der Schweizer Fischer-Community zusammen? Also so Events, eben, wie du schon angesprochen hast, Social Media und so. Und wie wichtig ist dir der direkte Kundenkontakt noch? Das ist unsere Stärke. Das ist eigentlich unsere Stärke, weil das unsere Präsenz da, also das kann dir keiner entnehmen. Das ist klar, also in sozialen Medien, du kannst die Sachen überall kaufen, aber so Leute also direkt zu beraten, wenn jemand das will, der also kommt zu uns und dann ist es gut, oder? Und solange das also so ist, das ist wirklich unsere Hauptstärke, dass wir einfach also Vertrauen weitergeben, oder? Und eben unsere Know-how. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann sind wir gut dran, ja. Und das machst du alles über persönliche Beratung, also nicht irgendwie über Events, weil Messen ist ja auch so ein Thema, oder eben, wie du so vorher mal angesprochen hast, Fischereiartikelbörse, wo mal das Thema war, Messen oder Schweizer Sportfischermesse, bist du dieses Jahr dabei? Ja, wir sollten, also nächstes Jahr, glaube ich. Nächstes Jahr, ja. Also wir werden auch dabei sein, ja. Das ist eigentlich ist es wichtig, dass wir uns zeigen, dass wir immer wieder mal also neue Leute also kennenlernen und dass die uns auch kennenlernen, dass die mal auch sehen, was wir da haben, oder? Es ist leider so, dass es ist so viel los gewesen, zum Beispiel also letztes Mal, dass wir sind gar nicht also dazu gekommen, überhaupt also die Leute richtig zu bedienen, also etwas zu sagen, zu erklären, das ist ja gar nicht möglich gewesen. Also ich finde es schade. Ich hoffe, dieses Jahr wird besser, also ich weiß es nicht, aber ja, also wir haben also gute Auftritte gemacht und wir haben sehr viele Besucher gehabt, aber eigentlich also so wenig Möglichkeit und Zeit, also richtig zu beraten. Also eben, wie gesagt, das ist unsere Stärke. Leider gibt es immer weniger solche Events, also wenn du mal siehst. Und das ist schade, weil genau über die Produkte, die wir vertreten, also du findest nirgends Werbung. Ja, das ist so, ja. Aber so Events selber bei euch im Shop das machen wir nicht. Nicht. Nein, ja. Das ist, also es ist so, es wäre nicht schlecht vielleicht, also etwas zu machen, aber für das brauchen wir sehr viel Zeit und wir haben nicht so viel Platz dafür. Okay. Das ist das grösste Problem, ja. Jetzt haben wir vorhin gehört, jetzt bist du schon eine Zeit unterwegs mit dem Shop in Rudolfstedt, mit dem Online-Shop. Was sind so ein bisschen dort die Herausforderungen gewesen bis dahin? Jetzt im Shop und Online-Business? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Du musst das also dein Business richtig separat betrachten. Es ist tatsächlich so. Und das ist ganz, ganz klar zu erklären. Eigentlich, wenn ein Kunde bei dir in den Shop kommt, du kannst also mit ihm reden und du kommst in Diskussion über das und du hast auch Möglichkeit, ihn zu umstimmen oder was allerbeste ist, also er sieht zum Beispiel den Köder, also der sieht so aus, das ist eine super Farbe und live ist etwas anderes und im Online-Shop ist komplett andere Vorstellung. Das sind wirklich absolut zwei verschiedene Sachen. Es ist ja wichtig, weil wir sind im Online-Shop eigentlich meist präsent, aber die Leute kaufen bei uns also schon, also die das schon wissen, was sie wollen. Also wir haben also nicht so viele Online-Bestellungen, einfach so kaufe ich happy, sondern die Leute wissen es, was die wollen. Oder? Aber auf die andere Seite ist ganz, ganz wichtig, wenn jemand in den Shop kommt, also du hast eben die Möglichkeit, also mit ihm zu reden. Mhm. Du kannst ihn beraten. Genau. Ja. Und dann komme ich wieder auf das Thema mit dem Routen, das ist also unendliche Diskussion. Nein, dort musst du eben, haben wir ja schon am Anfang gesagt, das musst du können. Die Leute kommen 5-6 Mal Minimum, wirklich fast jeden Tag, also gleiche Route, einige Stunden lang, also tut er alles probieren und kann sich immer noch nicht entscheiden. Das sind diese wunderschöne, diese Vorfreude, oder? Du siehst dieses Glück in den Augen. Unglaublich. Und da sind wir auch stolz, dass wir können sowas auch anbieten. Du merkst es, also es ist ja nicht also Fisch zu fangen zum Überleben. Es geht um Hobby, es geht um etwas, was dich wirklich so glücklich macht, so viele Leute glücklich macht. Und dann das sollen wir also akzeptieren und ja. Was sind deine aktuellen Lieblingsprodukte? Also so ein Must-Haves auch, wo du sagst, hey, ob Köder oder Rute, das gehört so ein bisschen in eine Tacklebox oder das gehört so ein bisschen zu dir auch, wo du musst sagen, hey, ich sage jetzt einfach, der Köder, das ist egal, ob Winter, Sommer, Herbst oder Frühling, das ist der Köder, der läuft, wie man so schön sagt, Spinner geht immer. Was ist das bei dir? Was ist für dich so ein bisschen das Must-Have? Also ich finde zum Beispiel von Debs gibt es ein Produkt, das heißt Circuit Whip, so eine Zikade oder so genannt, also der ist sehr, sehr easy, der läuft sehr, sehr gut. Es gibt es von OSB auch, heißt Override, fantastische Köder, wirklich auch für Anfänger, du kannst
jedem in die Hände drücken und er kann mit dem fischen und Fisch fangen. Das ist für die Allgemeinheit, aber trotzdem, ich bin nicht nur OSP-Fan, es ist einfach geil, was die machen, Leute, das ist wahnsinnig. Das ist wirklich, jedes Produkt ist also durchdacht, also bis zum letzte und eben siehst vor allem eben auch diese Do-Life Shrimp, Do-Life Stick, Do-Life Crab, Do-Life Shad, also das sind absolut Top-Produkte, das ist unvergleichbar mit nichts auf diesem Markt immer noch, bei allem Respekt. Und nur wenn du jetzt, eben wie gesagt, wenn du jetzt an irgendeiner Seeufer gehst, also bei uns, und von 10 Leuten, wo du fragst, also was hat er in die Box, das ist sicher mal eine davon oder einige. Welchen Köder würdest du mitnehmen an ein Gewässer, das du nicht kennst, wo du ein Segel fangen willst? Ha, gute Frage. Einfach ein Köder, wo du irgendwie musst sagen, auf den würdest du jetzt setzen. Das ist eben der Circuit Web, also sehr gut als Searchbait und sehr, sehr gut, also der Highcat von OSP. Ja. Das ist ein wahnsinniger Bringer. Ja. Ja, es funktioniert wirklich überall. Unglaublich. Und klar, also von Softbait würde ich mal Do-Life Shrimp mitnehmen, also ohne dem gibt es einfach nichts. Klar, das ist wirklich, und Do-Life Stick auf die Free Rig, das ist wahnsinnig. Ja. Du kannst so effektiv und aktiv und aggressiv damit fischen. Und so einfach. Sehr, sehr einfach und so produktiv, ja. Und da gibt es eben einige Farben, wo einfach ein Muss sind, also das ist ohne Wenn und Aber. Und wenn du das dabei hast und kein Ägli fängst, dann bist du sicher nicht schuld. Unsere Community nimmt sicher Wunder, welche Top 3 von Farben würdest du jetzt empfehlen? Sag mal für Zürichsee. Also klar, also Green Winnie ist wirklich also Nummer 1, deshalb ist das jetzt überall so nachgemacht, kopiert von allen möglichen Herstellern, aber es ist immer noch, also die haben keine Chance mit ihm, definitiv, auch Kitech und das Ganze, die machen auch in gleiche Farbe, es ist einfach wirklich Wunderbringer, ja. Das ist der, wie gesagt, also Green Winnie. Einige Zeit war sehr, sehr gute Farbe gewesen. W25, der ist jetzt seit längerer Zeit nicht mehr lieferbar. Das ist so eine durchsichtige, pinkige Farbe. Sehr, sehr stark gewesen. Dafür gibt es eben die HB Shade Tail von OSP in dieser Farbe in 2,5 Inch. Das ist Geheimfavorit, nur zum sagen, wahnsinniger Köder, wirklich, also sehr, sehr einfach, kannst du auf die ganz normale Jighead fischen, aber auch als Dropshot, wenn du mit 2 Hacken fischst, also immer oben drauf montieren und immer so leicht auswerfen. Sehr, sehr guter Köder und wie gesagt, wenn du willst, also wirklich grosse Ägli fangen und nicht so massenkleine, dann nimmst du also Do-Life Crab. Do-Life Crab ist wirklich, also mit dem haben wir vor 20 Jahren, also der Köder gibt es mehr als 20 Jahre auf dem Markt. Schon damals haben wir also wirklich dort in Talwil, kann mich sehr gut erinnern. Wir haben also wirklich nicht viele Ägli gefangen, aber dafür nur grosse Ägli. Wirklich nichts unter 35 mit dem. Das ist absoluter Bringer. Und eben die 3 Köder, also in die 2 Farben, plus eben Farbe W009, das ist sogenannte Agent 009, sagen wir auch. Also super. Und eben die Farbe 151, die jetzt wieder mal nach langer Zeit gekommen ist. Also von 151 ist eben die Sonderfarbe von euch, gell? Genau, ja. Genau. Und das sind einfach die 3 Sachen oder 4 jetzt. Ich weiß nicht, wie viel habe ich jetzt. Also ich habe die Farbnummern, ich bin nicht der OSP-Fischer. Ich habe die Farbnummern 0 im Kopf. Green Winnie kenne ich, okay. Die andere, die du noch gesagt hast, 151, wie sieht die aus? Das ist so das ist also magisch bei dem OSP. Je nachdem, wie du es dir mal so betrachten, wenn du gegen die Licht schaust, dann also ändert komplette also Ansicht, dann ist also leicht grün mit einem also hellen Buch. Sieht so wie eine Green Shade. Aber wenn du ihm so ohne das Licht also siehst, einfach, der sieht so noch ein bisschen dunkel mit dem so wie Electric Shade, also in dem Sinn aber noch ein bisschen dunkler. Das heißt, je nach Licht und Tiefe und Wasserfarbe verändert sich. Und das ist genau das Richtige und tödlich für Ägli, weil je mehr der also absinkt, also ändert Farbe und dann sind die Fische total verunsichert, oder? Und dann, keine Ahnung, also aus irgendeinem Grund funktioniert er, aber ich glaube, das ist es, ja. Okay. Und du hast ja gesagt, W009. W009, das ist eigentlich erste Farbe aus dem ersten OSP-Serie, damals eben mit dem Do-Life Crab, heißt Moebi, was das auf Japanisch heißt, weiß ich nicht.
Aber das ist direkte Übersetzung, weil Japanisch kann man nicht so einfach 1:1 übersetzen. Das hat eigene Bedeutung, die wir werden wahrscheinlich nie verstehen. Ja. Und wie sieht die Farbe aus? Das ist so braun, so mit hellroten Pünktchen und etwas so glitzerig auch drin, ja, sage ich jetzt mal so grob. Okay. Ja. Aber das sind die wirklich, also... Ich kenne 2 Farben dort, und zwar ist es einmal ein oranger Bauch und oben so Motoröl. Glaube ich, ist er. Nein. Und einmal ein pinker Bauch und oben so Motoröl. Das sind für mich die 2 Farben. Der pinke Bauch, das ist auch ein Favorit. Das ist auch super Top-Köder. Gibt es auch als Craw und als Shrimp. Genau, und das sind für mich genau die 2, vor allem der Shrimp. Das ist für mich der Köder, den ich bei meinem Hausgewässer am Carolina Rig oder am Dropshot kann rausrühren kann. Und ich hänge mit dem Egli ab, das weiss ich. Es ist einfach so ein bisschen, also wenn ich den dran hänge und es beißt nichts, dann habe ich nichts falsch gemacht. Also, das ist für mich die Einstellung, wie andere mit dem Green Weenie oder eben mit der 151er Farbe. Ja, das ist richtig, vor allem eben der Köder selber ist Multitalent. Das ist unglaublich. Du kannst einfach einsetzen auf Carolina, Frierig, Dropshot, Jighead, was du willst, wirklich, es funktioniert. Ja. Und ich habe bis jetzt noch keine Köder gesehen, das wirklich in jeder Ansicht funktioniert. Was mich ein bisschen stört an USP ist, die sind so schnell kaputt. Jetzt haben wir gerade den Profi dran. Ich weiss, wir haben die Frage, irgendwie 5 Podcasts her oder so, haben wir die gehabt. Wenn wir jetzt dich da, Milan, haben, wir haben keine Antwort gefunden auf die Frage. Warum leben die Köder nicht so lange? Das wissen wir nicht. Also das ist ein Geheimnis. Also ich kenne das Thema damals, wo der Kitech sich ausbreitet hat. Das ist genau das Gleiche. Ja, das ist ja so extrem. Ja. Aber das ist genau der Schlüssel vielleicht zu dem Erfolg. Weil ich sehe, es gibt immer wieder Gummi, so, wo du kannst so 1 Meter lang ausziehen und das Ganze, aber die funktionieren einfach nicht. Also Toppis hat ja so Gummis. Finde ich, habe ich jetzt gute Erfahrungen gemacht damit. Aber eben, ich finde es einfach schön, wenn ein Gummi einmal ein bisschen hebt. Aber eben, es ist nicht, weil alle immer sagen, es ist ein Turnier. Wie haben wir gesagt, ein Turnierköder. Ja, genau. Das ist nicht das Hauptargument. Ich weiß nicht wieso. Wieso dass das könnte ein Argument sein. Das ist überhaupt kein Argument. Oder, für mich gar nicht wichtig und für jeden, der fischt, gar nicht wichtig. Ich glaube, es ist einfach die Mischung, die es halt nicht mag verlieren, weil es so soft muss sein, vielleicht so porös, beweglich. Aber was ist für dich wichtig? Stell dich mal vor, wir alle arbeiten irgendwo ganze Woche, ganze Monat und dann gehst du einmal pro Monat oder zweimal pro Monat fischen. Du machst dich parat, du träumst jeden Tag, du tust alles vorbereiten, du hockst ins Auto, du fährst irgendwo stundenlang Auto, dann nimmst du Seilbahn irgendwo am Bergsee, da bist du irgendwo dort, hast Tageskarte gelöst, da sind unheimlich viele auch Ausgaben, oder? Und jetzt solltest du irgendwelche dumme, schlechte, billige Köder fischen. Ja, klar. Du willst Erfolg haben. Ob das jetzt also nach jedem Biss kaputt geht, oh mein Gott, das kostet 10 Stutz Päckchen, dann hast du zwei Päckchen und fertig. Also, aber es sind eben auch wieder Ausgaben. Ja, aber trotzdem, im Vergleich mit den ganzen, es ist nicht vergleichbar. Natürlich, im Vergleich zu den Gesamtausgaben. Aber es ist auch gleich, also das ist einfach der Punkt, der mich stört. So muss ich sagen. Aber da denkt jeder anders. Es gibt auch Leute, die sagen, nach 5 Egli tue ich den Gummi sowieso wechseln. Oder wenn ich einen Hechbiss kann, dann kommt sowieso wieder ein anderer Gummi dran. Das muss ja jeder selber wissen. Aber also ich würde empfehlen, einfach weniger Köder zu kaufen, aber richtige. Hast du jetzt schön gesagt. Da passt meine nächste Frage gut rein. Ein bisschen überflüssig finde ich sie, aber ich stelle sie gleich. Jetzt haben wir ein bisschen gehört, wir haben mega viele andere Marken wie Westin und Savage Gear und was auch immer auf dem Markt. Wenn jetzt jemand zu dir in den Shop kommt, wie überzeugst du die Person von USP, von Kitech, von DRT? Was macht der japanische Markt so speziell? Gute Frage. Also wir haben auch Westin-Köder, auch CVC, auch alle anderen. Also nicht alle, aber sehr, sehr viele und die kommen immer wieder. Das ist eben einerseits wegen Marketing, wie Nace oder so, die haben sich so stark ausgebreitet. Ich komme wieder mal zurück auf das Thema, wir sind in der Schweiz und unsere Gewässer sind anderes. Und das wissen sehr, sehr viele auch deutsche bekannte Stars, die sind auch bei uns x-mal gewesen, Johannes Dittel und Jeni, also probiert da zu fischen und immer mit nicht so guten
Erfolg. Es ist anderes und das ist eben wichtig. Also die Leute sind, ich muss leider ehrlich sagen, also Opfer von den Medien, von der ganzen Werbung, und es ist ja schön und gut unterhaltsam, aber es funktioniert bei uns nicht. Und die meisten Produkte, wo die machen, die funktionieren irgendwo in Schweden, in Norden oder wo auch immer ist. Bei uns funktionieren einfach nicht. Und das ist eben wirklich unsere Aufgabe. Wir können genau sagen, um welche Gewässer, also welche Köder also meistens funktioniert. Und das reicht schon, also diejenigen, wo dir vertrauen, die werden ohne Wenn und Aber das probieren. Und da sagen wir nicht, dass wir unbedingt also der Köder verkaufen. Unser Ziel ist, dass der Köder, dass der Kunde selber wieder kommt, dass der also glücklich ist, weil wir schätzen unsere Hobby. Das ist wirklich wichtig. Es muss dich glücklich machen. Das ist ja schlimm, wenn du jetzt irgendeinen über den Tisch ziehst und du hast ihm irgendetwas schlecht verkauft. Und eben alle die japanischen Köder, also die sind eigentlich für die Black Bass gemacht, aber funktionieren bei uns nicht alle, aber die meisten, die wir im Sortiment haben, die funktionieren bei uns. Ja, es gibt ja viele Köder, die für Black Bass gemacht sind und bei uns vor allem auch fürs Hechtfischen genutzt werden. Zum Beispiel also ja die größere, ja. Genau, das ist dann auch ein riesen Thema, oder? Es ist nicht einfach, wirklich, aber trotzdem, es geht, also die Leute erwarten also Erfolg, also die wollen Fisch fangen und glauben, also ihr seid auch Fischer, ihr wisst selber, es ist gar nicht einfach, bei uns Fisch zu fangen. Nein, definitiv nicht. Und es ist, aber es ist ja auch das Schöne daran, schlussendlich, das habe ich auch meinem Götti-Bub sagen am Samstag, es heisst fischen und nicht fangen. Es ist halt einfach so, ein Fisch, der muss erkämpft sein, und auch die haben halt einmal keine Lust, wie wir halt auch. Auch wir haben einmal keine Lust, um irgendwie etwas zu machen oder weiss ich was. Und ja. Aber wenn wir schon bei meinem Götti-Bub sind oder bei den Anfängern sind, Milan, welche JDM-Marke oder welchen Köder würdest du an einem Einsteiger so als erstes mal empfehlen, wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, ich fange an fischen und da ist meine Tacklebox, ich will ein Böckchen mitnehmen. Welche Köder würdest du mir empfehlen für auf Egli? Ja, die habe ich schon erwähnt, eben die in erster Linie Cicade, also die Circuit Whip, es gibt es eben von 2 Herstellern. Was sehr interessant ist, also sehr einfach zum Fischen, das sind die Chatterbaits. Also also es sieht noch ein bisschen kompliziert aus, aber sehr, sehr einfach und kann auch jeder Anfänger, also du musst einfach aus der Röhre noch reinkörbeln und dann irgendwann kommst du in die Stimmung und du weißt, was du musst richtig machen. Das würde ich sicher am Anfang also jedem gehen, ja. Und dann es gibt 2 Wobbler, also ein Crankbait, gerade will ich jetzt erwähnen. Das ist wieder mal ein OSP, wo nicht so groß ist. Aber trotzdem, das ist also der Blitz DR, der geht noch ein bisschen tiefer und sehr einfach. Das heißt also, der kannst du einfach rausrühren und reinkurbeln mit dem richtigen Setup. Also machst du alles richtig und auf dem können einfach alle Räuber. Das ist eben für die Anfang sehr, 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 sehr einfach. Und irgendwann später fangst du mal mit den Gummitechniken, mit Carolina und so weiter, vor allem Dropshot auch, wenn das funktioniert. Aber das musst du im einen nach dem anderen erklären. Eben, wie gesagt, also die paar einfache Köder am Anfang und dann später wird sich das einfach also von sich selber also ergehen. Wichtig einfach nicht zu viel gehen, nicht zu viel empfehlen, weil das macht ja jeder Anfänger also nicht sicher und das ist nicht so gut. Und wie sieht es aus, wenn ich jetzt schon bereits andere Marken habe, wenn ich schon ein geübter Fischer bin, sage jetzt mal, und ins JDM einsteigen will? Das ist vielleicht auch noch so eine Frage, die unsere Community würde interessieren. Ja, gute Frage. Also mit welchen Marken würdest du anfangen? Einfach mal, ich sage immer, also hier als kleines Beispiel, oder wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe bis jetzt immer stationär gefischt, jetzt will ich Baitcast anfangen. Dann gehe ich immer hin und sage, hey, klar, du kannst natürlich ein Combo kaufen für 1000 Stutz und schießt ja nachher, nach 2-3 Würfen, stellst sie in Ecken ein Jahr lang und es reut dich. Oder du kaufst ein Combo für 200 Stutz und wenn du dann die nach 5 Würfen in Ecken stellst, dann ja, ist weniger schade. ist weniger schade. Ja, ist natürlich weniger schade. Und vor allem, wenn du es dann dort beherrschst mit dieser Combo, dann kommst du vielleicht einmal eine teurere Combo kaufen und dann beherrschst du es mit dieser auch.
Und dann weißt du, ob es dir gefällt oder nicht. Du hast das jetzt richtig erwähnt, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Es ist ganz wichtig für diejenigen, die jetzt also frisch wollen, also mit dem Bytecasting einsteigen. Ja, nicht gerade unten anfangen, so Finesse-Fischen. Richtig, das ist klar. Wirklich am besten, wirklich am einfachsten, schwer, ja, ab richtig. 30, 40 Gramm aufwärts, so Hechtfischen damit. Genau. Sehr einfach. Es ist viel einfacher und viel besser, als mit dem Spinning, also schwere Köder zu werfen. Und abgesehen davon, dass du mehr Gewicht hast, also es ist viel einfacher, der Köder zu transportieren. Ja. Und dort also kriegst du dann also ganz schnell in sich selber in Routine und dann kannst du langsam nach unten gehen. Also ich würde nie jemandem also gerade am Anfang... nie also, anfangen. Also, und dort kannst du auch also günstiger fahren. Das ist eben wichtig, weil bei dem Bytecasting ist die Rolle A und O. Ja. Wenn du so eine günstige Rolle gerade hast, dann hast du nur Probleme. Wirklich. Das ist, bei dem Spinning ist weniger heikel, aber bei dem Bytecasting ist es so wichtig. Und eben, bei dem schweren Fischerei kannst du auch noch ein einfachere, günstigere Rolle einsetzen. Aber wenn du nachher also richtig, also bis 10, 15 Gramm Fische, dort musst du noch ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Das ist klar. Und das ist also eigentlich der richtige Weg. Es ist sehr interessant zu erwähnen, dass eben überall auf der Welt die Leute fangen erst mit dem Bytecasting an und erst später vielleicht Spinning für ein oder andere mega ultralight Finesse-Technik. Und bei uns ist eben umgekehrt, aber nur in Europa. Ja. Und ich habe viele Leute erlebt, die eben das versucht haben oder auf eigene Hand versucht haben und dann sind eben nicht weitergekommen, wie du es vorher also gesagt hast. Und dann sind jene auch bis jetzt also zu uns so, wir haben die einfach also richtig beraten und ich sehe diesen Trend, es ist wirklich tatsächlich so, immer mehr Leute fischen Bytecasting. Es nimmt mega zu, ja. Absolut. Unterschreibe ich sofort. Und besonders diejenigen, die Hecht fischen und schwere Köder transportieren, bitte, also ansonsten hast du einfach also Gefahr, dass mit dem Spinning also Zeigefinger verlierst. Ja, gerade wollte sagen, irgendwann hast du den Zeigefinger so groß wie der Kleinfinger. Das ist wirklich so. Aber zum zurück auf die Frage zu kommen, was würdest du mir empfehlen, wenn ich jetzt anfangen, wenn ich jetzt sagen, hey Milan, ich will mal ein bisschen JDM fischen und ich will Erfolg haben. Ich bin mir jetzt gewöhnt an alle anderen Marken und jetzt will ich mal auf JDM umsteigen. Also wir haben auch andere Marken, die sehr gut bekannt sind. Also Debs ist zum Beispiel ein typischer Bringer. Wie gesagt, also du musst also für dein Gewässer, für dein Gebiet, du musst das wissen, was funktioniert. Das ist in erster Linie ganz wichtig. Also wir haben so viele Sachen, wo auch bei uns im Shop sind, aber da funktionieren nicht. Sowas werden wir sicher nicht empfehlen. Aber es muss nicht also GDM sein, aber trotzdem, also wir haben da so einige Köder, die wirklich sehr gut, eben, wie gesagt, von Jackal, von Debs, wo wirklich bei uns super funktionieren und wo jeder Craig also da auf unsere, also Zürichsee oder Griffensee hat, also garantiert. Die sagen einfach nicht, das ist interessant, aber das ist auch gut so. Es gehört zum Fischerjäger und anderen. Klar. Aber das ist wirklich so, es gibt eben Köder und Köder, aber wir wissen ganz genau, was bei uns funktioniert. Und das ist entscheidend. Wirklich, also du musst einfach dieses Gebiet kennen, ansonsten wenn du Fehler machst, also du siehst den Kunden nie mehr und das wollen wir eben nicht. Das ist so. Jetzt haben wir von dir ein bisschen gehört, du importierst ja die Sachen direkt aus Japan über verschiedene Kontakte, die entstehen. Wie schwierig ist es effektiv, um die Kontakte herzustellen und das Importieren nachher in die Schweiz? Sehr schwierig. Das ist der schwierigste Teil in das Ganze. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf eine Reise, wenn du jetzt einen Köder anschaffst, den du jetzt in Japan gesehen hast. Ja gut, das ist sehr, sehr schwierig. Also für der Markt ist eigentlich aufgeteilt. Also es gibt nicht, also du als Händler, also du kannst nicht von überall alles bestellen. Es geht nicht. Also es bestehen gewisse Regeln. Und zwar, der Markt ist aufgeteilt. Es gibt also European Market, es gibt American Market, also Nordamerika, und es gibt asiatische Markt und so weiter. Und für jedes Gebiet also gibt es also Zuständige, gibt es schon unterschriebene Verträge und gewisse Distributoren, die kümmern sich. Also das heißt also, wenn du probierst, bei dem Hersteller zu klopfen, also kommst du nicht durch. Also keine Chance, du als Händler überhaupt nicht. Sondern es muss offiziell gehen. Das heißt also, für jede Marke gibt es einen Distributor. Und dann musst du über ihn gehen. Und ob der aufnimmt oder nicht, das ist ein anderes Thema, ja. Sehr, sehr schwierig. Und erst wenn du mal mit ihm, das schwierigste Teil, mit diesen Leuten in Kontakt zu treten. Für das musst du zum Teil nach Japan fliegen. Wirklich, es ist so schwierig. Und das ist so eine andere Mentalität. Also es ist nicht so wie wir da in Europa.
die antworten einfach nicht. Du kannst 1000 Mails schreiben, du kannst machen, was du willst, du kriegst keine Antwort. Das heißt, musst nicht mehr probieren. Ja, oder halt aber wenn besuchen, du irgendwann das Durchbruch gemacht hast, da bist du drin. Aber das heißt nicht viel, also du musst erst anfangen. Ja. Das schwierigste Teil ist eben, du musst lange Atem haben. Ja. Und wirklich also, das ist aber heutzutage immer schwieriger, weil jeder will also gerade morgen oder gerade jetzt das haben. Und wenn du das nicht hast, dann hast du verloren. Weil die Jungs gehen weiter und heutzutage gibt es immer einen oder anderen Laden, der das hat. Und auch wenn du willst, also gewisse Produkte bestellen, die kommen vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in 6 Monaten, vielleicht gar nicht. Das ist aber ganz schwierig. Das ist ja der Grund, wieso habe ich am Anfang gesagt, also wir sind nicht die Klugsten, sondern wenn du wirklich also willst, davon leben, das ist ziemlich schwierig und musst lange Atem haben. Weil du bekommst die Produkte nicht und du weißt nicht, was läuft. Also du musst alles in Voraus bestellen, 6 Monate Minimum, bis zum 1 Jahr. Auf die gewisse Grafikleader-Route warten wir mehr als 1 Jahr. Die anderen kriegen wir gar nicht, nur zum Sagen. Das ist ganz einfach. Und dass du kannst alles mit dem Trend verbinden, das ist die schwierigste Aufgabe. Weil die Jungs also heute wollen das und morgen ändern schon Meinung und übermorgen und ja, du kannst so schnell das gar nicht besorgen. Schnelllebige Zeit heute. Also es ist sehr, sehr schwierig und das ist ja der Grund, wieso haben die anderen Shop nicht oder weniger davon. Ja. Das ist ja das größte Problem. Okay. Ich hätte noch eine Frage, bevor wir es entweder oder gehen. Du? Nein, ich würde noch mit der Community-Fragen kommen. Okay, dann mache ich zuerst meine Frage. Ja. Oder was ist so noch deine Philosophie für die Zukunft? Wohin willst du noch mit Mickey's Tackle? Solange mir Spaß macht und so gute Truppe haben, einfach weitermachen. Nicht so lange studieren. Es macht wirklich Spaß, mit den Jungs zu arbeiten und eben die Sachen mit so viel Enthusiasmus also weiterzugeben. Das machen wir so gerne, wirklich. Ja. Es macht uns wirklich Spaß. Cool. Okay. Dann haben wir ja noch eine Story-Umfrage gestartet. Wir haben dort einfach ein paar Fragen mal rausgepickt. Die eine Frage habe ich nicht so mitbekommen, das ist irgendwie, was macht ihr im Herbst, wenn die Fische tief stehen, gegen die Gifte, die Fische entwickeln? Habe ich nicht richtig verstanden. Also, ich weiss nicht, von welchen Giften das er redet. 19 Batzi 89. Ich bin bei dieser Frage auch nicht draus gekommen. Ich habe gedacht, vielleicht ist es etwas Internes. Ja, aber nein, ich glaube, wir gehen mal zum Jan Schellenberg und der fragt, wann das ein grösseres Ladenlokal gäbe. Das ist der Brenner, ja. Ja, das wäre nicht schlecht, aber es ist nicht einfach, wirklich. Also Location zu finden, das ist schade, wirklich, weil wir haben also nicht so viel Platz. Also ihr seid noch nicht bei uns gewesen. Noch nicht. Schade. ich bestelle nur immer online. Ich weiss, was ich brauche. Wir sind so nah dran, wirklich. Also 10 Minuten genau von da. Ich wohne eben in Greifensee, ist dann schon nicht Okay, ganz. das für dich. Ja, für mich ist es einiges gut, näher. Ja, Ja. andere Business. Alles Ja. gut. Ich muss mir noch gute Aber- Entschuldigung einfallen lassen, warum das ich noch nie Alles bringe. gut, alles gut. Das ist so, aber heutzutage Nein. hat man immer weniger Zeit. Nein, also das ist ein wirklich gutes Thema. Es beschäftigt uns lange Zeit. Es ist nicht einfach und es ist nicht günstig. Und du musst auch eine richtige Location finden, wo auch gewisse Höhe hat und so weiter und das auch nicht so weit weg ist. Und es ist sehr teuer. Mhm, Ja. Das ist so. Es ist sehr teuer. Es ist schade, weil wir haben so viele Produkte, die nicht ausgestellt sind. Also wir haben so circa 50% ausgestellt und 50% ist einfach so wie da bei dir so auf irgendwo. Im Regal, einfach im Lager. Und ja. das ist schade. Also besondere Routen, wir haben sicher etwa mehr als 500-600 verschiedene Modelle am Lager. Mhm. Krass. Also verschiedene Modelle. Ja. Dann tischen nicht alles durch. Also Ja, die sind vielleicht also 1 oder 2 von Hertyreis oder 3 von Megabass und der Rest ist irgendwo im Lager und dann musst du immer wieder suchen, wenn jemand kommt und explizit die da will, dann musst du schnell holen, oder? Und das ist wirklich so ein Problem. Und es wäre wirklich schön, aber wie gesagt, es ist schwierig, wirklich schwierig, Location zu finden, wo auch zahlbar ist. Das muss ich auch betonen, weil das Geld musst du auch verdienen. Ja, ist klar, logisch. Und du willst schlussendlich auch davon etwas haben, oder? ja, und eben, das ist jetzt, ja,
Ja. Nicht einfache Antwort auf die Frage. Aber sind ihr dran, oder? Wir sind dran seit längerer Zeit. Wir suchen eigentlich nicht so aktiv jetzt. Jetzt sind wir noch ein bisschen am Abkühlen. Ja. Aber einige Zeit haben wir wirklich so intensiv gesucht. Es ist schwierig. Im Moment also Location passt, besonders mir, weil es ist gerade bei uns im Dorfzentrum und du kannst also schön parkieren gratis. Das ist alles picobello, aber eben wäre wirklich also etwas Größeres von Vorteil. Wie gesagt, wir machen so jetzt weiter und wenn sich etwas ergeht, mal schauen. Wo ist dein Job in Ruedistetten? Unter der Lidl, Ah, im okay. Dorfzentrum. Und wie hat der offen? Es gibt Öffnungszeiten bei uns auf die Webseite, kannst du mal anschauen, ganz, wenn du unten scrollst. Das ist seit 2 Jahren haben wir also fixe Öffnungszeiten, Montags bis Samstag, aber nur Dienstag ist zu, Montag ist von 4 bis am 8, Mittwoch 4 bis am 8, Donnerstag 5 bis am 8, Freitag 5 bis am 9, alles am Abend und Samstag 10 bis 5 am Nachmittag. Ja. Perfekt. Haben wir das nämlich auch noch gemacht. Finde ich auch noch wichtig. Ja, es ist auch wichtiger, weil früher haben die Leute immer so angeläutet, oder? Das ist, Ja. sie sind einfach gekommen, es ist mega persönlich gewesen, Ja. so only for VIP, nein, Scherz. Die sind einfach gekommen und jetzt können wir einfach warten, jeden Tag vor den Türen, nicht viel, aber immer mehr. Immerhin, das ist gut. Vielleicht einfach da noch den Aufruf, wenn irgendjemand ein Lokal würde kennen, Ja, why not? wo bezahlbar ist. Ich meine, Meldet euch, unbedingt. Ob bei uns oder bei Mickey's Tackle kommt eigentlich nicht drauf an. bei diesen 1000 Zuhörern muss ja jemand dabei sein, der irgendeine Location kennt. Ja, gell, es sollte einfach halt irgendwo in der Region wahrscheinlich. Ja, sicher. Das wäre auch noch wichtig. Es muss wahrscheinlich nicht gerade zu Ruedistetten sein, Berken wäre wahrscheinlich auch noch okay. Wenn du noch so 5 Minuten, komm Ja, on. Berge ist gut, super. Genau. Hey, gehen wir doch mal zu der nächsten Frage. Wieso ist das alles so teuer bei ihm oder bei dir im Vergleich zu gewissen anderen Shops, fragt der Sam Goes Fishing. Gute Frage. Jetzt, Ich frage mich einfach so schön, zu welchen anderen Shops, die so viele JDM-Sachen haben. Das weiß ich natürlich es nicht. gibt, also wenn wir über Europa reden, es gibt also einige Shops, die ähnliches Sortiment haben, aber nicht so stark zum Beispiel. Also die haben von OSB vielleicht 3 Produkte, aber nicht alle. Oder von Debs auch vielleicht 5 Produkte, aber die haben immer wieder mal mehr. Das sind die, in Deutschland gibt es etwa 2 sehr gute, in Österreich, in Italien, also ist auch ein starker Shop, sind 2, sogar 3. Aber was die Preise, also wenn wir uns also mit dem Europäischen vergleichen, also wir sind ungefähr da. Also, es gibt also Japan direkt, also dort ist eben so ein Trend, es gibt diese Distributoren wie Digitaka und so weiter, also mit denen kann man nicht mitmachen, niemand weiß, also das sind die Shops, wo zum Teil in Japan gar nicht ersichtlich sind, nur zum Info. Also zum Beispiel also Digitaka kann man in Japan gar nicht aufmachen. Okay. Es ist wirklich es ist Crazy. nur für Ausland, ja. Und wenn ich mal mit einem japanischen Partner oder Distributor rede, also die haben das vor ein paar Jahren nicht einmal kennt. Und ich schicke ihm einen Link und er kann ihm gar nicht aufmachen. Ja, das ist ja so. Und die machen da so ziemlich viel Druck. Eben, das ist ja so. Das Problem ist eben nicht nur das, das Problem ist die Sache zu bekommen, Ja, was ich am Anfang gesagt habe. Und zweitens, also es ist ein sehr langer und teurer Weg, bis du da bist. Und dann am allerwichtigsten eben, wir leben in der Schweiz und die Rahmenbedingungen sind nicht das Gleiche. Also angefangen von dem eben Raummiete bis zu den Personalkosten und das Ganze. Ja. Da müssen wir nicht darüber diskutieren, dass nur ein Vergleich, also in Deutschland also ein Verkäufer schafft für 2'000 € nicht einmal, oder? Ja, bei uns ja. unter 5'000, 6'000 Franken ist es nicht. Und wie sollen wir also gleich, und eben online-mäßig, also müssen wir also gleich sein, das geht nicht. Das ist ja so. Das ist wirklich absolut nicht möglich und sollten wir immer wieder mal vielleicht eben die Schweiz berücksichtigen, weil ja, es ist wirklich schwierig und eben wenn der Hörer oder ja, der wie der heißt, also auf sättige Shop gedacht hat, also die wo außerhalb von Europa ist, okay, aber wie gesagt,
in der Schweiz kenne ich keine, wo die Produkte wesentlich günstiger anbietet. Es gibt Ich eben auch nicht, darum genau. ja. Es gibt schon also ein oder andere, also probiert immer wieder so auf die Beine zu pissen, also die kopieren uns immer wieder sehr, sehr viel, also in letzter Zeit, das merkt man. Aber okay, jeder probiert also sein Glück zu finden. Ich sag mal, alles gut, wir machen es weiter, ja. Dann fragt der GG3AE2.Fishing. Also, Was ist deine Lieblingskombo? Mini? Mhm. Gute Frage. Das ist sehr, sehr schwierig. Also ich fische mein Hertie Rise Evolution immer noch 602L aus der ersten Serie. Damals mit dem Camo-Griff. Diejenigen, die das kennen, vielleicht kann sich mal erinnern. Es ist eine sehr, sehr gute Route und die nehme ich immer wieder mal mit, zum Beispiel in Italien oder in Österreich, dort, wo nicht nur Fly-Only ist, sondern kannst du auch mit den Spinnroute fischen. Sehr, sehr gern Corto, normale Corto. Es gibt also mittlerweile jede Menge von Graphit-Leader. Das ist super, wirklich mit meine erste Daiwa Luvia 2004, die habe ich immer noch. Also das ist eine unglaubliche Rolle, Leute, wirklich. Also nach so vielen Jahren also läuft immer noch perfekt. Ja. Das ist wirklich ein Traum. Was ich noch gern fische, das ist eben der TIC SRAM 70, also für die Dropshot unschlagbare Route. Klar mache ich jetzt Werbung, aber das sind wirklich meine Lieblingskombo, die habe ich also zu Hause und mit denen gehe ich wirklich so gern fischen oder mit der Fliegerroute, Ja, wenn das möglich ist. Und er fragt auch noch, wie bist du international, vor allem Deutschland, so beliebt worden? Eben genau das. Die Schweiz hat uns zu wenig erkannt, muss ich ehrlich sagen. Also wir sind mittlerweile sehr bekannt in ganz Europa. Mhm. Ja. Als Und auch- JDM-Importeur in dem Sinn. Also einfach mit unserem Sortiment, ja, also auch in die größten deutschen Forums und so, also ja, die reden immer wieder über uns, weil eben wir bieten wirklich also Produkte, die selten zu finden sind. Das ist eigentlich unser Motto. Und alles hat angefangen damals schon mit dem Slogan, der etwas andere Shop. Das ist eigentlich unser Ziel gewesen. Wie gesagt, nicht, dass wir alles gleich verkaufen wie alle da in der Schweiz oder Europa, 90% mehr oder weniger gleiches Sortiment, sondern wir können einfach etwas anderes wollen zeigen, etwas mehr, oder? Und das ist jetzt also immer wieder erkannt in ganz Europa. Wir haben Kunden in ganz Europa, von Ungarn, Deutschland, Frankreich, Italien, und die bestellen, ja, nicht schlecht, muss ich schon sagen. Ja. Cool, sehr schön. ja, mega krass. Das ist, weil genau das, also die Produkte, die meisten Produkte, die wir haben, die kannst du einmal pro Jahr bekommen oder einmal in 2 Jahren. Und wenn jemand will, also in dem Moment, er fragt nicht, was es kostet, sondern einmal das Heft. Er will's, Ohne Wenn und Aber. Und dann siehst du es genau, ich weiß es damals, wo wir das erste Mal Aktion gemacht, also wo die erste Serie von Graphit-Leader gekommen ist. Also, und dann hat irgendeine aus Deutschland in diese Barschelar Route bei uns bestellt und der hat sie innerhalb 4 Tage bekommen oder 5 und dann hat er dort gepostet und dann plötzlich siehst du Explosion, wirklich, also das ist so viele Anfragen, so viele Bestellungen und es ist ja so super Kritik. Wir haben wirklich so Glück gehabt, dass die Route sehr gut ist. Es ist auch heutzutage fantastisch. Das ist Wahnsinn, unbeschreiblich, oder? Und das haben die Leute dort entdeckt und das sind wirklich so die einige Freaks, die sehr aktiv in diesem Forum sind. Und damals hat dort alles angefangen. Und wir haben eben können wirklich auch gut liefern. Das ist ja wirklich gut gelungen und da sind alle happy gewesen. Und seit dem Moment, also, wir haben wirklich so sehr, sehr guten Ruf dort an. Und eben Rest, wie gesagt, wenn jemand etwas sucht, dann findet dann ja, PayPal, Kreditkarte zahlen, tschüss, das war's. Jetzt kommt etwas und das spielen wir sehr gerne mit unseren Gästen und das wäre es entweder oder. Milan, entweder oder, kennst du, ist da ein Begriff? Wir stellen dir 2 Fragen, du musst dich für eins entscheiden. Und cool wäre, wenn es eine kurze Begründung dazu gibt. Und wichtig, du musst Ja. dich für eins entscheiden. Oh nein. Das ist ja... Darf ich anfangen, Nico? Ja, darfst Schwierig. du anfangen. Milan, wenn nur noch eine Marke dürftest fischen, eine einzige für den Rest von deinem Leben, Megabass oder Debs? Debs. Warum? Ist einfach cool.
Okay. Okay. Also, ich kann da auch begründen, also Ja, Megabass ja. ist mega cool, es ist geil, aber die sind so breit aufgestellt, also die haben super Sachen, die haben auch günstige Routen, wirklich top, richtig japanische, geile Sachen. Debs ist einfach Coolness, Debs ist unbeschreiblich, es gibt also Debs Kommune auf dieser Welt, das ist etwas, was sehr speziell aussieht, weil die sind spezialisiert für die Big Bass. Mhm. Das macht die wirklich aus. Also alles komplett anderes als OSB, als Megabass, als alle anderen. Für das sind die weltweit bekannt. Ja. Und das ist wirklich so something very, very special. Also Debs ist top. Okay, cool. Dann eine High-End-Japan-Rolle wie eine Shimano Stella oder lieber eine perfekt abgestimmte Handmade oder eine handgebaute JDM-Route? Das habe ich nicht verstanden. Sorry. Also lieber eine High-End-Japan-Rolle Jawohl. oder eine perfekt abgestimmte, handgemachte JDM-Route? Route. Lieber die perfekte Route? Ja. Ist wichtiger als die Rolle? Ja, also Rolle ist sehr, sehr wichtig, aber dort hast du grossen Spielraum. Also die Route ist das Allerwichtigste. Weil die richtige Route zu wählen, das ist das schwierigste Teil. Und dann kannst du also wirklich so Rolle, kannst du auch mal Shimano, Daiwa, die oder dene, also klar, es gibt also gewisse Vorgaben, aber bei dem Route ist das viel, viel schwieriger, sich zu entscheiden. Also es ist viel persönlicher zu dir. Also das muss nachher also deine verlängerte Arm sein. Das ist ganz wichtig. Die nächste Antwort, jetzt wo wir dich ein bisschen kennengelernt haben, denke ich, weiss ich, auf was du gehst, aber ich lese sie gleich vor. Fischen mit ultraleicht BFS-Setup am Bach oder lieber Big Bait Action mit 200 Gramm Swimbait aufrichten? BFS, Finesse. Ja, das hätte ich Ja, auch ich tippt, hätte ja, auch, ja. fix. Habe ich auch Möglichst fein, wenn es geht. Also es macht sehr viel Spaß. Ja. Hast du ja nicht umsonst den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, bei mir ist das Ultralight 6 bis 26 Gramm. Ich kenne auch wirklich viele Leute, wo jetzt langsam also die Gewohnheit ändert. Also nur zum Sagen. Also ein Kollege, also jetzt der wohnt im Raum von Winterthur, fischt an der Rie und er ist so ein Wels- und Hechtfischer die ganze Zeit gewesen. Das ist jetzt also seit 2 Wochen fischt er alle Tanne mit 10 Gramm Rute und das ist wirklich wahnsinnig, was der erlebt. Ja, ich muss ja sagen, gell, wir haben von Maximus haben wir eine Minigun neu bekommen, eine UL-Route, also UL 1 bis 7 Gramm. Und ich hatte jetzt erst einen Baitcast gehabt, jetzt habe ich in Spinning, ich habe mit der auch in Holland gefischt und es ist also schon geil. Es ist schon geil, UL-Fischen. Ich hatte dann einen schönen, grossen Zander auf die UL-Route und das macht schon Laune. Also es ist schon... Und dann tun dann die kleinen so 60er Zander, sind dann auch schon recht spassig dran. Aber wenn er dann noch grösser wird, ja. Komm, es macht doch schon Spass, so ein 200 Gramm Debs Light Swimmer gegen rühren. Es ist natürlich schon auch geil, einen Big Bait schmeißen. Finde ich schon auch. Cool. Wirklich, also du tust nicht nur eine machen. Ich begleite und beobachte Leute wirklich sehr lange Zeit und ich sehe, wie sich verändert. Also das ist jetzt also das mal Trend und irgendwann Ende Jahr oder nächstes Jahr fängt er wirklich anderes Zeug, oder? Und dann plötzlich hat er eben jetzt den Kollegen Rapf entdeckt und dann ist er voll drauf und es kommt immer eben, das ist eben geil. Also in Fischerei, du hast so viele Möglichkeiten Ich glaube, das muss ja sein. Ich glaube, du musst flexibel sein. Genau. Also, gib du noch die letzte. Oh, jetzt habe ich schon zugemacht. Ja, sorry. Wenn sie du schon geschrieben hast, dann kannst du sie ja du geben. Okay, die finde ich super. Original japanisch limitierte Edition im Schrank oder lieber eine gebrauchte, oder durchgefischte Lieblingsfischerroute, die eine Geschichte dahinter hat? Das war lang gewesen. Das sind schöne Sachen, beide. Vor allem also die durchgefischte, die bleibt für immer. Weißt du, also das ist ein Teil von dir. Also das kannst du nicht ausgümmeln. Das ist ja gewesen, oder? Das ist wie deine Hardy Rice. Wunderschön, genau. Und die ist immer dabei und die werde ich nicht weggeben. Also ich werde die vielleicht jemandem schenken oder so, als wirklich also super Empfehlung. Aber das kann dir niemand entnehmen. Das gehört dir, oder? Und klar, es kommt immer wieder etwas Neues und das macht auch auf die andere Seite ja Neugier. Es ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig, aber wie gesagt, einer ist also safe und andere kannst du machen, musst es nicht, aber es ist nicht schlecht, immer wieder mal etwas Neues in die Finger zu nehmen. Jetzt hat er uns aber keine eindeutige Antwort gegeben. Richtig.
Also Geschichte oder Limited Edition? Nein, also Limited muss es nicht sein, nein. Also es ist ja gut, klar kannst du etwas Einzigartiges, aber für mich muss es passen, wirklich. Geschichte. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Dann, warte mal geschehen. Ja. Verdient. Hast du dich mit Bravour geschlagen? Ja, hast bestanden. Hey, sehr gut. Wir Dann, kommen so langsam ans Ende vom Podcast. Ja, ich würde es behaupten, Ich ja. glaube auch schon 2 Stunden dran. Ja, eine Stunde 50, ja, knapp Ja. 2 Stunden. Und ja, bei uns bringen gestern noch ein Gewinnspiel mit. Ich weiss nicht, hast du etwas mitgenommen so, oder hast du irgendetwas? Also mitgenommen habe ich nicht, weil ich habe gar nicht gewusst, dass ich muss etwas Okay, mitnehmen. nein, ist gut. Ist gut. Aber wir haben also diskutiert wirklich mit den Jungs, also ja, was können wir vielleicht, keine Ahnung, für ein Gewinnspiel also, anbieten oder organisieren. Es gab einige Ideen. Also ich weiß es nicht, also ich schlage mal vor, eben für die Mithörer und die Kommentare schreiben zum Beispiel, ab dem Moment, wo das Podcast veröffentlicht wird, also wir machen also 3 fixe Preise. Zum Beispiel also als erster Preis würde ich mal so eine geile Variva Schnur also, empfehlen, wo wirklich also Die neu. zum Beispiel, genau. Wow, stark. Muss ich auch fast mitmachen. Dann zweite, es gibt ein sehr geiles Schwimmbad von OSP, heißt Karen. Also fantastischer Köder, der nicht so bekannt ist, also gehypt wie die alle anderen, aber er schwimmt unglaublich gut, wirklich. Und kannst du überall einsetzen, kannst mit Vollgas-Speed auch langsam, er ist wirklich also Künstler. Das wäre zum Beispiel zweiter Preis. Und dritter Preis so Mickey's Tackle Maßband, ja. Wir haben also extra also angefertigt, also in Deutschland so 2 Maßbänder, 1,40 Meter für grosse Fische. Für grosse Jägli. Und eben eine bis 65, das ist für Ägli, für Bassfischerei und so. Die habe ich selber designiert, also mit einer Marke, wo wir vertreten, ja. Und dann haben wir einfach also bei der Firma Stingwrap in Deutschland machen. Ja. Die machen das offiziell auch für die Turniere, also sehr gut, muss ich schon sagen. Und die würde ich einfach als dritten Preis, also eben. Also entweder Hecht oder Egli-Maßband. Ja, das was der will, ja, Okay. im Prinzip. Ja, und cool. noch etwas, das wäre uns sehr, sehr freuen, nach der Veröffentlichung, also von dem Podcast, also wir werden also für die Podcast-Mitglieder, das ist ganz wichtig, so eine Woche Aktion machen mit dem Code in unserem Online-Shop Fisch verrückt. Wow. 10%. Das heißt also, die Jungs, wenn die etwas bei uns kaufen wollen oder so, einfach ich tue das alles vorbereitet in Online-Shop, Gutscheincode Fisch verrückt, dann haben die also eine Woche lang 10% auf alles. Stark. Boah, mega. Das sind gerade ein bisschen Preise. Ja. Das wäre jetzt so fair gegenüber die anderen, weil nur 3 gewinnen, das ist noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ja, Ja, okay. find ich Also cool. die bekommen direkt Sachen, aber die anderen haben auch vielleicht etwas davon und ja. Also dann haben wir einmal eine Schnur von der Varivas. Dann haben wir den Depps Swimbait. Nein, das ist OSP. Der OSP Swimbait. Karen, ja. Genau. Und wir haben ein geil. Original Mickey Tackle Maßband, entweder Hecht oder Egli. Oder beziehungsweise entweder 1,40 oder 65. Und für alle anderen haben wir den Code Fischverrückt, wo Genau. es 10% vom Sonntag, also von heute, wenn ihr einen Podcast hört, bis am nächsten Sonntag gibt. Sackstark. Mega gut. Wisst ihr, was sie machen? Sie müssen in die Kommentare schreiben, welches ist ihr Lieblingsprodukt von Mickey's Tackle. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Welches Produkt im Super Online-Shop von Mickey's Tackle gefällt euch am besten? Welches ist euch ein Lieblingsprodukt, das ihr würdet oder am liebsten würdet kaufen? Genau. Oder? Super Idee. Das finde ich cool. Super. Finde ich Und genial. unter allen, die den Podcast kommentieren, werden wir die Gewinnenden auserkoren. Bekannt geben, ja, genau. Genau. Und das werden wir in der nächsten Episode, werden wir das einspielen. Vielleicht können wir eine Sprachnachricht über von Milan. Vielleicht gehen wir ihn mal besuchen. Ich bin ja 10 Minuten von ihm weg. Das wäre fast noch besser. Das wäre Nico. natürlich noch cool. Dann könnten wir vielleicht ein Video machen dort im Shop von Milan. Das wär noch nice. Ich muss schauen, dass ich dazukomme. Das freut So, mich sehr. so machen wir das. So machen wir das. So tut man Super. Kunden gewinnen. Nein, schon Milan, Ja.
Ich hoffe auch heute, Ja, so. dass die Leute, die jetzt Mickey's Tackle, was ich mir jetzt fast nicht vorstellen kann, noch nicht kennt haben, kommen Lust über auf japanische Produkte. Schaut unbedingt im Online-Shop vorbei. Am besten, haben wir von Milan gehört, geht in den Shop vorbei, dann könnt ihr euch auch noch ein bisschen beraten, Genau. euch die Sachen zeigen. Was ich mega mitnehme, ist, dass ihr Sachen, und das habe ich im Fall wirklich vorher auch nicht gewusst, Sachen aussuchen, speziell für die Schweiz, wo da funktionieren, wo ihr sagt, hey, wir machen kein Geheimnis daraus, wir verraten euch auch Farben, die am Zürichsee sollten fangen, wo wir Erfahrung gemacht haben, hey, das finde ich mega cool, machen das so, ist mega stark. Absolut, finde ich. Ist nichts mehr anzufügen von meiner Sicht. Und ich würde am Milan das letzte Wort übergeben, Milan. Ja, super, vielen herzlichen Dank für die Einladung, eben für die nette Diskussion. Ich hoffe, dass uns möglichst mehr Leute gehört haben. Ja. Es ist wirklich wichtig, befolgt unseren Rat und dann habt ihr weniger Probleme und mehr Fische. Perfekt. Hey, wir sind draußen für heute. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas und Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!